live dabei aus dem Livestream. Das heisst, ein paar werden die Episode hier noch schon vorher gesehen haben. Falls nicht, geht nächstes Mal auf Kassel.ch auf Twitch gehen, mitschauen. Wir reden über den Start der Saison. Ich mache jetzt mal etwas ganz anderes, wie wir sonst auch bei den Podcast starten. Und zwar gehe ich jetzt das erste Mal direkt das Resultat anschauen, also Driver Standings. Und wenn wir hier schauen, also wir haben mal zuerst Non-Point-Scorers vom Alex Albon ab. Zhou Guanyu, Kevin Magnussen, Daniel Ricciardo, Esteban Ocon, Yuki Tsunoda, Logan Sargent, Valtteri Bottas und Pierre Gasly. Die haben alle keine Punkte geholt. Note, wir haben jetzt schon bereits nach 2 Rennen 21 Fahrer in dieser Saison, nicht 20. Fährt nämlich genau wegen dem schon relativ gleich mal an. 1 Punkt Lance Stroll, Nico Hülkenberg, 6 Punkte Oliver Bearman, Chapeau. Nachher geht es darauf, Lewis Hamilton mit 8, Lando Norris mit 12, Fernando Alonso mit 12, Carlos Sainz mit 15, Oscar Piastri mit 16, George Russell mit 18 und der Charles Leclerc mit 28. Und jetzt habe ich fest, Sergio Perez bereits schon mit 36 Punkten, Max Verstappen bereits schon mit 51 Punkten. Ich habe das genau wegen dem so starten. Der Punkteunterschied, den wir jetzt schon haben, nach 2 Rennen, ist einfach absolut krank. Und obwohl die Rennen nicht wirklich sehr spannend war, hat man eigentlich ganz klar gesehen, wie die Saison gestartet hat. Und nämlich eigentlich genauso, wie die letzte aufgehört hat. Wir haben Red Bull zuvorderst vorne rumgurken. Und danach gibt es Ferrari, der so ein bisschen dran scheint, macht, etwas dagegen zu machen. Und alle anderen Teams gurken einfach hinten nach. Also schon mal grosse Summary von mir. Für mich hat jetzt weder der Bahrain Grand Prix noch Saudi-Arabien viel Spannendes eigentlich mitgebracht. Oder super spannend gewesen, als Rennen selber zu schauen. Aber ja, wir sind jetzt eigentlich wieder gleich wie letztes Jahr. Das ist so ein bisschen mein Fazit von diesen 2 Rennen schon mal zuerst vorweg. Was sagst du so? Ich fange jetzt mal einfach beim Bahrain Grand Prix an. Was sagst du so über den Bahrain Grand Prix? Also, das Rennen an sich war ja wirklich nicht so spektakulär gewesen. Das ist schon so. Also, ich glaube, das Spannendste war wirklich das mit dem Sainz und dem Leclerc, das Battle, wobei der der Leclerc halt einfach, was habe ich gesagt? Ich meine, der Leclerc hat den Struggle gehabt. Jetzt gab es 2 mal Sainz gesagt hintereinander. Scheiße. Ja, also ich meine, der Leclerc, der hat ein bisschen den Struggle gehabt mit seinem Auto, mit der Bremse, beziehungsweise es hat ja nicht gleichmäßig bremst, sondern irgendwie auf einer Seite mehr als auf der anderen. Und das ist schon recht unangenehm, das stelle ich mir nicht so geil vor. Dementsprechend war er auch eine leichte Beute für den Sainz. Er hat es anscheinend zwar auch gehabt, aber nicht so schlimm, hat es geheißen. Aber man kann das im Nachhinein relativ schnell mal so behaupten, ob es wirklich so war, weiß man natürlich nicht. Ich glaube, das Spannendste war halt einfach wieder so Training und Qualifying in Bahrain, weil im Training hat man ja eigentlich nie einen Verstappen vorne gesehen. Ist immer ein bisschen hinten nachgefahren von der Zeit her. Und dann nachher im Qualifying ist er dann abgegangen. Man muss aber an dieser Stelle sagen, dass die schnellste Zeit am ganzen Wochenende vom Leclerc gefahren wurde, ist im Q2. Er hat es aber im Q3 so vergeben gehabt, dass er nachher nicht mehr an die Zeit hergekommen ist. Also rein theoretisch hätte er Pole gemacht von der Zeit her. Und das ist schon noch recht bitter. Also heisst eigentlich vom Speed her wäre eigentlich Ferrari vielleicht rum gewesen, aber Rennpace-technisch ist natürlich wieder etwas anderes. Da kommt man halt nicht an Red Bull her. Allerdings muss ich auch wieder hier an dieser Stelle sagen, dass Bahrain schon seit Jahren eigentlich Red Bull sehr, sehr gut liegt. Also die haben eigentlich auf dieser Strecke nie so viele Probleme, jetzt abgesehen vom 22. Aber dort ist weniger die Strecke schuld, sondern hat auch das Auto das Problem gewesen. Aber sonst ist es eigentlich, muss ich sagen, nicht so interessant gewesen, das Rennen an sich. Also sagen wir, die Vorfreude auf die neue Saison war grösser gewesen, da man halt wirklich das Gefühl hatte, es sieht so aus, als könnte jetzt da wirklich Ferrari Red Bull challengen. Und auch bei Mercedes hat man lange gemeint, also vielleicht sind die einfach wirklich nur oder beziehungsweise einfach lang Drosselig drin und fahren gar nicht so schnell oder extra nicht so schnell. Und sie sind dann wirklich nicht schnell gefahren, muss man an dieser Stelle sagen. Also Mercedes wirklich sehr, sehr bitter. Ich glaube, die haben alle auch ein bisschen
bisschen weiter oben gesehen. Und ich weiß gar nicht, McLaren, ja, sind glaube ich auch ein bisschen dort gewesen, aber man hat sie glaube ich auch ein bisschen weiter vorne erwartet. Also habe ich so das Gefühl. Also es sind nicht ganz dort gewesen, wie erwartet. Aber ja, ich weiß halt nicht. Sonst ist das wirklich nicht passiert. Oder jetzt können wir gerade mal so in den Chat reinhauen. Was ist noch passiert? Etwas Spezielles Also, in Bahrain? wenn der Bahrain Grand Prix selber, ich habe jetzt die ganze Zeit am Versuchen zurückzudenken und ich habe einfach wirklich nichts. Das Einzige, was mir ein bisschen in den Sinn kommt, ist, ja, Sergio Perez hat nicht so gut qualified und hat sich dann zurückgekämpft. Ja, sonst ist halt wirklich effektiv nicht viel gewesen. Nein, also es ist ja kein DNF zum Saisonauftakt. Ist noch nie passiert bis 2024. Ja, wow. Fun Fact. Also es ist wirklich, ich glaube, der Bahrain Grand Prix war mehr einfach nur ein Testament gewesen für das, was wir so ein bisschen, ja, von den Tests schon gedacht haben. Man hat gesehen, wie die Autos sich entwickelt haben. Wir haben gesehen, dass Red Bull schon wieder einen Schritt vorwärts macht. Und ich finde es eigentlich krass, also wenn ich alle Seasons eigentlich so ein bisschen vergleiche, wo ich jetzt voll aktiv am Mitschauen bin, ist, glaube ich, dieses Jahr am wenigsten Veränderung passiert. Mit Ausnahme, dass eigentlich Alpine hinten ist die Rollenverteilung, die Reihenfolge, wo die Autos sind ungefähr, einfach wirklich noch fast gleich. Und ja, es ist fast ein bisschen beängstigend. Was ich schon angefunden habe, ist sicher Aston Martin. Auch, die haben wir noch gar noch nie erwähnt, die sind auch nicht so weit vorgefahren, wie man es eigentlich von ihnen erwartet. Stimmt, Und eben ja. für mich auch so ein bisschen der grösste Schock, ganz klar, und das ist ein paar schon aufgefallen, eben Mercedes immer noch mit den genau gleichen Schwächen wie damals. Und das promptet mich eigentlich auch gerade schon für mich so ein bisschen das Thema, das ich schnell anschneiden will. Hat echt der Lewis Hamilton gemerkt, dass das Team immer noch nicht die Fortschritte macht, wo er gesagt hat, dass sie immer noch nicht die Sachen haben davon umsetzen, die er von ihnen wollte. Ist das echt so ein bisschen der Katalysator gewesen, für ihn zu sagen, gut, das ist nicht das, was ich will von dem Team? Ja gut, es gibt ja dort, es hat ja das Bild gegeben, wo er den Seat macht im Auto in dem Chassis, wo er so hure kritisch schaut und eine Woche später hat er den Vertrag bei Ferrari unterschrieben. Ja, also so, vielleicht. Nein, ich weiß halt, also ich weiß es nicht. Ich glaube es nicht, dass er das gewusst hat, wie gut das Auto wird sein. Und ich glaube es jetzt nicht auch, dass er, also weißt, dass er jetzt so die Hoffnung und alles verloren hat. Ich glaube, er wird sich schon ein bisschen noch einsetzen, dass er noch irgendwie gleich eine gute Saison mit dem Team kann abschliessen kann. Also ich glaube nicht, dass er sie so wird hängen und umgekehrt glaube ich jetzt auch nicht. Nicht, ja. Aber ja, irgendwie ist es vielleicht gleich. Also es ist schon, irgendwie hat man schon einen faden Beigeschmack, weil eben, es ist schon speziell. Weil, erstens mal, wieso macht er den Move so früh vom Jahr? Wieso nicht Mitte Jahr? Hat Ferrari noch einen anderen Fahrer im Ausblick gehabt und hat ihm Druck gemacht? Oder weißt du, es muss ja irgendwie einen Grund geben, dass er so früh unterschrieben hat. Ich denke fast, weil er hat wahrscheinlich von vorweg gemerkt, dass Mercedes ihm keinen 2-3 Jahresvertrag mehr gibt. Und das ist das, was er eigentlich wollte von ihnen. Er hat ja einen 2-Jahres-Vertrag gehabt. Er hat ja bis Ende 25 jetzt einen gehabt. Ja, aber er hat wieder einen wollen. Für weiter raus. Weil jetzt hat er bei Ferrari hat er von 25 bis 27 mindestens. Hat er Also nicht nur ein weiss, Jahr und optionales zweites? Ja, aber das hat er bei Mercedes vielleicht gar nicht bekommen. Ich habe gemeint, es ist so ein 1+1-Vertrag, wo er eigentlich safe bei Ferrari kann bleiben kann, wenn nichts anderes passiert. So ein bisschen in dem Stil. Okay. Und wenn sich natürlich dann auch noch ein bisschen abzeichnet, dass es sind sehr viele grosse Leute von Mercedes weggegangen. Vielleicht haben die Neuen nicht mehr so fest auf ihn gelassen und er hat sich dann gedacht, fuck it, das ist natürlich eine Spekulation, aber ja, es ist halt schon, du sagst es schon, wieso so früh? Es ist schon eine sehr heftige Entscheidung, aber ich denke mal, dass er schon relativ früh gewusst hat, es zeichnet sich nicht ab. Vielleicht war die Diskussion auch sogar schon 24 einsteigen oder beziehungsweise den Vertrag verlängern bei Mercedes, sie hat nicht wollen und er hat einfach mit dem das Zeichen setzen. So, hey, ich bin nicht mehr lange hier. Und zudem vielleicht hat er sich auch schlichtweg ganz normal überlegt. Ich bin jetzt so lange für das Team gefahren und ein perfekter Abschluss für meine Karriere wäre doch eigentlich Ferrari.
Das haben sich schon viele Fahrer gedacht. Und ja, Ferrari kann logischerweise nicht Nein sagen zu ihm. Also vielleicht war auch das so ein bisschen der Hintergrundgedanke hinter dieser Entscheidung. Also der Simi schreibt da noch rein, er hat beim Mercedes ja Markenbotschafter sein und scheint haben sie ihm das nicht geben. Okay. Plus hat 2 Jahre keinen Sieg geholt und Ferrari hat ja in Singapur einen geholt, hat auch gemerkt, dass Ferrari besser Fortschritt macht als Mercedes. Ja gut, Ferrari ist schon eigentlich von Anfang an, also seit der neuen Fahrzeuggeneration sind sie eigentlich wirklich die zweite Kraft gewesen, kann man so sagen. Ausser jetzt im 23, dort war Aston lang die zweite Kraft gewesen, kann man sagen. Aber ja, Ferrari hat den Job schon besser gemacht als Mercedes, definitiv. Aber Mercedes hat halt einfach den Fehler gemacht, dass sie halt 3 Jahre lang, oder sind es 3 Jahre gewesen? 22, nein, 2 Jahre lang sind sie an dem scheiß No-Sidepod-Konzept hängen geblieben. Beziehungsweise sie haben dann Mitte 23 gewechselt oder Anfangs Mitte 23 haben sie gewechselt gehabt. Aber du hast natürlich halt die Crash-Structures oder einfach die Crash-Strukturen, wie man dem Scheiß, was immer sagt. Das ist richtig Wut jetzt gekommen, das Scheißwort. Wo du halt nicht kannst verändern, wenn du mal ein Chassis gemacht hast. Da sind sie halt natürlich auch irgendwie ein bisschen gebunden gewesen. Das hat die Ferrari auch gehabt. Die haben die auf der Seite beim Kühlkasten auf der Seite haben sie so eine richtig dicke Wurst gehabt, rausgeschaut hat, nur wegen dem. Und da sind sie auch mega eingeschränkt. Lach jetzt nicht, dass ich eine dicke Wurst gesagt habe. Oder ein Kindskopf. Das ist ja so. Dem sagst du so. Ja, gut, dicke Wurst. Wir nennen so ein bisschen den Fachbegriff. Dicke Wurst. Ja, Ferrari-Salami auf der Seite rausgeschaut hat. Ja, Mann. Nein, darum, die sind halt alle ein bisschen eingeschränkt gewesen, oder? Und ja. Weißt du, ich meine, jetzt hat ja der Hamilton eigentlich das, was er wollte. Jetzt hat er eigentlich ein Auto, das ihm ja besser eigentlich zusagt. Also bei den Testtagen haben sie so mega positiv von dem Auto geredet gehabt. Aber irgendwie an den Trainingstagen dann oder im Free Practice dann, dort ist es dann wieder nicht mehr so gut gewesen. Am Ende des Tages ist einfach das Traurige, obwohl sie eigentlich einen grossen Concept-Change gemacht haben, leiden sie immer noch unter genau den gleichen Problemen, wie sie hatten. Vor allem so die Instabilität in der langsamen Kurve. Und von dem her, ja, es hat sich wahrscheinlich einfach wirklich zu wenig geändert, was es sollen. Und ich meine, wenn du jetzt Ferrari anschaust, die sind ganz klar auf dem 2. Platz. Und sie sind so die einzigen, die ich eigentlich für dieses Jahr noch sehe, die irgendwie noch einen Win könnten holen, weil ich bin ganz ehrlich, ich sehe wieder dieses Jahr nur, dass Red Bull gewinnt. Also Verstappen, ja. Ja, Verstappen. Aber selbst wenn der Verstappen mal nicht rum ist, ich glaube, der Perez hat jetzt so gecheckt und er ist so ein bisschen demütiger, habe ich das Gefühl, dass einfach in diesem Jahr oder generell jetzt einfach seine Zeit ist zum Performen und zum sich nicht Gedanken darüber machen, über irgendwie Champion zu werden. Aber ich denke, das hat immer ein bisschen reingeschnitten dieses Jahr. Wenn du so die Post-Race-Interviews anschaust, merkst du beim Perez, dass er ist so ein bisschen demütiger, er ist ein bisschen gelassener und er sagt einfach, guter Job vom Team, wir haben das 1-2, sehr schön. Umso schöner dann halt, wenn er sich vielleicht noch einen Win reinholt. Und ich denke jetzt eben noch, wenn effektiv tatsächlich mal, sagen wir, im Verstappen sein Auto abliegt, alle anderen Gründe wird er trotzdem immer Erste sein. Aber auch wenn jetzt mal im Verstappen sein Auto eigentlich aussteigt, sehe ich immer noch, dass der Perez das Rennen wird gewinnen. Mit der Ausnahme, dass sein Auto auch noch aussteigt, werden wir wahrscheinlich das Jahr wieder 100% Red Bull Wins haben. Und vielleicht, wenn es gut kommt, ein einziger Win. Und dann, muss ich auch wieder sagen, wird es wahrscheinlich wieder im Ferrari sein. Also, es wird einfach in meinen Augen, glaube ich, ein ziemlich ein Repeat. Außer die ganzen Updates, die jetzt so April oder Anfang Mai dann noch kommen, dass die vielleicht noch etwas umreißen. Aber ich sehe jetzt nicht, dass nochmal McLaren nochmal so einen Sprung macht wie letztes Jahr oder so. Also, I don't know. Ja, also die meisten Updates kommen ja eigentlich immer so auf die ersten Europa-Rennen. Ist in der Regel eigentlich immer so. Ja, ist gut möglich. Ist wirklich gut möglich. Ich finde es halt einfach schade. Ich glaube, jeder findet es schade. Aber man muss halt einfach gleich immer wieder sagen, Red Bull hat halt wieder den besten Job gemacht. Beziehungsweise Adrian Newey hat den besten Job gemacht. Also kannst du nicht anders sagen. Weil ich glaube, der Ferrari hätte schon mehr Dampf vom Motor her als jetzt der Honda, würde ich es mal so behaupten. Weil ich glaube, so der Straightline-Speed ist schon recht krass. Also weißt du, vom Motorleistung her. Von welchem jetzt? Ich bin gerade am Chat lesen gesehen. Vom Honda oder vom Ferrari? Nein, vom Ferrari. Ich weiß nicht. Der Kurvenspeed ist halt einfach krank beim Red Bull.
Es ist eben, also es ist generell auch beim Rausbeschleunigen ist halt schon das Ding, oder? Sie kommen schon schneller eigentlich raus und wenn du halt schneller aus der Kurve rauskommst und schneller auf dem Topspeed bist, bist du auch länger auf dem Topspeed und bist wegen dem, Oder ja, die automatisch Aussage, schneller. die da können vom Will kommen, jetzt in Netflix sind. Ja, nein, aber es ist ja so, wenn du schneller beschleunigst, bist du länger auf dem Topspeed und wenn du länger auf dem Topspeed bist, bist du schneller dort straight durch. Also deutlich schneller, oder? Ja, ist schon so, ja. Und das ist eigentlich so ein bisschen der Grundding. Und ich glaube, es ist so ein bisschen, es ist einfach eine perfekte Zusammenkunft von dem, wo Red Bull eigentlich lang von Renault hat wollen, wie sie hätten sollen den Motor aufbauen. Honda hat es ihnen können liefern und der Adrian Newey hat jetzt volle Freiheit, wie das er designt. Und er hat genau das, was er braucht. Und man merkt einfach so ein bisschen, also ich habe das Gefühl, die letzten paar Jahre vor den neuen Regulations haben so ein bisschen auf das aufgebaut. Und ja, jetzt merkt man einfach, was passiert, wenn Motorenseite und Engine-Seite genau zusammenarbeiten, perfekt zusammenarbeiten. Das hat man Ja. bei Mercedes schon gesehen und das ist einfach schon immer, würde ich jetzt sagen, eigentlich the way to go gewesen. Du kannst noch so gute Aero haben oder noch so einen guten Motor, du kommst nie zusammen, wenn nicht beides perfekt zusammenspielt. Und wegen dem habe ich auch das Gefühl, sind andere Teams so schlecht dabei. Umso heftiger aber dementsprechend, dass es anders ein Team, wo auch Factory-Team ist, nämlich Alpine, trotzdem so schlecht ist. Mhm. Und das ist, ich denke, so ein bisschen das nächste Thema, das wir anschneiden können. Hast du Ja. gerade so initiale Worte dazu? Ja, also ich finde es aber krass, das ist eigentlich recht gut jetzt gesagt, weil man muss wirklich Red Bull lassen, beziehungsweise Christian Horner hauptsächlich, oder einfach auch bei Red Bull ein bisschen in der oberen Etage, dass die einen guten Riecher hatten und weggegangen sind von Renault, weil imagine, die würden jetzt immer noch mit den Renault-Motoren fahren. Die würden hinten nachfahren wie Hölle. Das sind ja wie viel? 30 PS oder so etwas, wo sie ja Differenz sind oder so bei diesem Rahmen. Boah, ich glaube noch mehr im Fall. Oder so, noch mehr. Also es ist schon bitter. Es ist wirklich bitter. Und von dem her ist Honda wirklich eigentlich die beste Entscheidung gewesen, die sie können machen konnten, dass sie dort zu denen gegangen sind oder Motoren von ihnen bezogen haben. Allerdings muss man einfach an dieser Stelle sagen, also jetzt werde ich noch mal kurz auskapseln von Dings, von Alpine, kommen wir nachher darauf wieder zurück. Anscheinend sind sie für die neuen Motoren sieht es nicht so rosig aus bei Red Bull. Also da, wo man gehört, intern, haben sie recht viel Struggle mit der Motorentwicklung. Mal schauen, ob sie das in den Griff bekommen für bis auf 2026. Aber ja, mal schauen. Plötzlich fällt es 2026 wieder nach. Aber kommen wir zurück zu Alpine. Alpine ist bitter. Alpine ist wirklich sehr, sehr bitter, dass die als Werksteam mit eigentlich so viel finanziellen Mitteln hinterher fahren und einfach ein zu schweres Auto gemacht haben, eine scheiß Aerodynamik drauf haben und einen scheiß Motor hinten haben. Und beide Fahrer, der Gasly und der Ocon, haben einen Vertrag, der Ende Jahr ausläuft. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die nicht eine Vertragsverlängerung an oberster Priorität haben oder an oberster Stelle haben. Ich gehe eher davon aus, dass die eher schauen, dass sie vielleicht irgendwo bei einem anderen Team unterkommen und weggehen von Alpine. Weil wir haben es ja bei uns in der Prediction drin, oder nein, im Bingo drin, mit Alpine Downfall, oder dass eigentlich Alpine komplett zerbricht und voneinander geht und weiss ich was alles sich auflöst. Ich glaube es wirklich, also wir haben, by the way, keinen einzigen Bingo-Tipp können bis jetzt abhökeln von Bahrain und Saudi-Arabien, aber ich glaube, das könnte sogar der erste sein, dass Alpine aufgeht. Weil, ich meine, die haben jetzt so viel Geld noch von Sportlern bekommen, die ja Anteil und Schauspieler, die Anteil gekauft haben am Rennstall. Ich glaube, es sind, ich weiß es gar nicht, sind es jetzt 40 bis zu 40% gesamthaft, die sie verkauft haben, irgendwie so etwas. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und die sehen jetzt einfach, wie das Team nicht performt. Bitter. Bitter. Ja. Die denken sich auch, das Geld hätte ich lieber in Stake F1 Team Kick sauber, ja. F1 Team whatever investiert oder in Visa Cash App Racing Bulls. Irgendwo dort. Bei Visa Cash App, dort ist schon genug Sponsoren drauf, dort hat es fast keinen Platz mehr gehabt. Aber gleich ist bitter. Das ist wirklich bitter. Also, ja. Ich bin gespannt, was mit Alpine passiert.
Aber ich sehe die Zukunft nicht so rosig und ich glaube, du auch nicht. Nein, kein bisschen. Also, ich muss ja nicht gross um einen Brei herumreden. Ich sage immer wieder, ich bin nicht so ein riesen Fan von dem Team. Ich bin schon zur Renault-Seite kein riesen Fan von dem Team gewesen. Aber nichtsdestotrotz, wenn man das jetzt komplett vorwegnimmt, mein Bias in dem Sinn, also wir tun wirklich ganz ehrlich einfach die Mitarbeiter von dieser Bude leid. Weil es gibt so viele talentierte Leute, die sich so viel Mühe geben dort drinnen und einfach konstant limitiert werden in ihrem Können. Konstant nicht können das leisten, was sie wollen. Und das sieht man bricht sich aber bis zum Fahrer halt auch. Weil ich bin auch überzeugt, ein Ocon und ein Gasly könnten noch mehr leisten. Oder? Aber sie haben halt einfach nicht ein Auto, wo ihnen irgendetwas zurückgibt. Man schießt einfach lieber Leute raus. Jetzt schon wieder nach dem Ganzen hat man wieder direkt Leute gekickt. Anstatt dass man einfach solche Lösungen vorwärts sucht, anstatt dass man sich mal solche Gedanken macht, ja, was ist denn unser Team überhaupt? Was haben wir für ein Mindset? Oder? Das Mindset von Alpine ist für mich ganz ehrlich einfach, da haben wir 100 Millionen, mir ist eigentlich egal, was ihr macht, aber Hauptsache, überall steht Alpine. Und ich wollte, dass alle wissen, dass wir Alpine sind. Und machen ein schönes Alpine-Blau daraus und reden einfach die ganze Zeit über Alpine reden. Und nehmt noch grosse Namen mit rein, dass Alpine noch mehr in den Medien ist. Oder? Und das ist einfach alles, was ich sehe. Ich sehe nicht irgendwie so den Drive, den Kick, dass man vorwärts kommen will. Und ich bin froh, haben sie wenigstens aufgehört, die 100 Race Plans nicht mehr davor reden, weil das ist langsam ein bisschen peinlich. Die 100 Race Plans haben nämlich mal irgendwo in 2017 angefangen. Und wir sind deutlich über diesen 100 Rennen hinaus. Oder? Ja. Also, ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass das eines der ersten Bingo-Kreuzchen wird sein, die wir abhökeln können, was eigentlich ein bisschen traurig ist. Ich hätte sogar schon fast abgehökelt und gesagt, ja, nein, das erzählen wir das schon erst, wenn es dann wirklich ganz verhält. Aber ja, es ist näher zu. Ich meine, ich als Renault-Investor würde jetzt einfach sagen, gut, wir haben genug Geld reingebuttert, jetzt machen wir nur noch schlechte Publicity, ziehen wir den Scheiß zurück, verkaufen es Andretti und dann sind wir Andretti Renault oder whatever. Wobei ich kann mir nicht vorstellen, dass Andretti Bock hat, so ein Team aufzukaufen. Kannst gerade so gut mit Haas anfangen. Aber ich sehe das schon als erstes Strichli gesetzt in unserem Bingo. Noch nicht ein Kreuz, aber das erste Strichli ist gesetzt. Einfach ein Spare. Genau, ein Spare. Spare! Ja, es ist schon so. Aber Andretti ist schon möglich, weißt du, dass der vielleicht einfach schon das Team aufkaufen, aber wahrscheinlich alle künden wird. Und er hat ja seine Facility, die er aufgebaut hat und die er macht und tut. Und by the way, er hat das letzte Mal sein Chassis im Dings gebracht, in der FA zum Crash-Test machen und hat bestanden. Also, der macht einfach weiter, obwohl dass er eigentlich von der Formel 1 abgewimmelt wurde. Nicht so wie Red Bull Anfang Jahr. Nicht verkackt. Ja, er macht einfach weiter. Und das finde ich eben noch geil. Und ja, es kann schon sein, dass Alpine vielleicht nochmal. Also ich kann mir gut vorstellen, dass in 3 Monaten plötzlich mal das Gerücht kommt, eben, dass Alpine verkauft wird und weiss ich was alles. Oder aus der Formel 1 sich zurückziehen. Weil man muss immer noch überlegen, Alpine sprich Renault ist ja am Staat. Also heisst, der Staat buttert Geld rein für nichts, für schlechtes Dasein eigentlich. Das ist also etwas, was nur so ein korruptes Land wie Frankreich kann machen kann. Sorry. Und dann hat es ja geheißen, sie tun sie eben auf Alpine wechseln. Wegen, Motorsport, Alpine ist ja Motorsport und weiss ich was alles. Dafür haben sie es einfach gemacht, dass man eigentlich kann sagen, hey, ja, es ist ja Renault, wo der Staat eigentlich Geld investiert und nicht in Alpine. Dafür ist es eigentlich genau das Gleiche. Einfach, es ist einfach ein bisschen vertuschen. Der Motor heisst ja auch immer noch Renault. Also. Das ist so. Auf dem Motor steht immer noch Renault drauf. Also, jetzt habe ich fast gesagt, auf dem Renault steht immer noch Motor drauf. Also von dem her, das tut sich auch nicht ändern. Und das ist halt einfach, ich weiß nicht. Also ich kann es mir vorstellen, dass dort Andretti reinkommt. Und ich würde nicht lügen, wenn ich würde sagen, dass der Andretti vieles besser machen würde. Da bin ich davon überzeugt. Das ist auf jeden Fall. Vor allem ein Andretti würde wieder mal so ein bisschen Racing Spirit in das Team reinbringen. Oder wenn der ein Team leidet, dann will er gewinnen. Oder? Und das ist in meinen Augen auch das, was einfach fehlt. Ich meine, Bruno Fama, I'm sorry, aber... Alle noch nie von dem gehört im Fall, sagst du. Ist es dem, dass er an der Macht ist? Habe ich etwas gehört von dem?
Ja, ich habe letztes Jahr ein Post-Race-Interview geschaut, also einfach das erste von Bahrain. Und es ist wirklich einfach, du siehst, na gut, aber der Christian Horner hat natürlich alle Fragen abbekommen. Aber die 2, 3 Fragen, die effektiv an die anderen Teamleader gegangen sind, war wirklich gewesen, Mike Crack gibt eine Antwort. Wer war noch dabei gewesen? Der James James Wells, what the fuck? James Wells gibt eine Antwort. Und danach kommt der Bruno auf einmal, yes, I don't really have anything to add. Also, mein Gott. Ja, das krasses Englisch, das ist mir erst aufgefallen bei der Präsentation von Alpine dort. Ganz schlimm. Ja, das ist wirklich fancy, ey. Ja, du mal schauen, eben vielleicht, also wenn jetzt der Andretti das verkaufen, wäre er sicher entweder der Teamchef oder der würde Ottmar kommen wieder. Er würde 100 pro Ottmar holen. Ja, fix, Alter. Ottmar würde hure passen, der hat, glaube so lange in den Staaten gelebt, der muss am Akzent, da würde das noch Sinn machen. Ja, und er ist auch immer noch richtig präsent, er ist an jedem Rennwochenende dabei gewesen bis jetzt auch wieder. Also, Ottmar ist einfach ein Team-Principle, das man nicht hätte verlieren dürfen. Und ich wette mit dir, jedes andere Team hätte auch angeschaut. Das ist einfach nur, dass von den Verträgen her nicht gut aufgegangen ist. Sonst hätte er wahrscheinlich schon wieder einen Rennstall bekommen. Und ja, ich kann mir auch sehr, sehr gut vorstellen, dass er in Zukunft wieder Rennen wird bekommen. Aber dass er bei Haas nicht hergekommen ist, das verwundert mich schon. Ja, Haas wird nicht noch mehr Geld ausgeben. Die müssen das Geld am richtigen Ort ausgeben und dann halt 3 Jahre nehmen, ist viel günstiger als alles andere. Punkt. Ja, stimmt. Plus, ist vielleicht auch nicht schlecht, wenn du einen Engineer hast, der den Scheiß vorantreibt. Weil das ist ja das, was ihnen fehlt. Sie haben keine Technicality, sie haben so ein bisschen das Wissen nicht. Oder wenn du einen hast, der das Wissen hat und das von vorne weg, von oben runter treibt, ja, kommst du vielleicht näher an das hin. Ja. Genau. Ja, aber ich denke, wir gehen mal weiter zu Saudi jetzt. Jetzt haben wir genug lang, also bei Bahrain selber nicht viel geredet, aber echt wieder um alles andere rundum haben wir recht lang geredet. Saudi ist nicht spannender gewesen vom Rennen her, aber es hat einen spannenden Fall gegeben. Und zwar ist das ganz klar der Carlos, der Blinddarm müssen schnell kurz spitz rausnehmen am Samstag. Und der sich einfach am Sonntag schon wieder da gestanden. Gesagt, es ist schon ein geiles Sieg. Aber es ist gelaufen, ist so, als ob er irgendwie von hinterher gerammelt wurde. Ja. Er hat so einen Blick, so, wenn du es einfach so gerade ausschaust, einfach so tot. So. Wahrscheinlich war der hure in Pain gewesen, Mann. Ja, der hat so viel Medizintus gehabt, man. So viel wie nie wahrscheinlich letzte Woche. Also da war abartig, wie der ausgesehen hat. Aber gleich dicke Props an ihn, dass er schon wieder dann am Sonntag da gestanden ist. Ich meine, bei einem Team, das ihn rausgeschmissen hat, er könnte sich gerade so denken, so, fuck it, Alter, chill jetzt im Krankenhaus ein bisschen. Und, aber er ist gleich wieder da gestanden und eben der Ollie Berman ist dann nachher zum Zug gekommen. Und also ich muss sagen, ich habe einmal 2 habe ich geschaut, das Qualifying, der ist auf Pole gefahren. Und Prima war ja in Bahrain richtig schlecht dran gewesen. Ich weiß nicht, was sie dort kann, aber in Saudi sind sie nachher besser da gestanden. Und ja, hat die Pole gehabt, ist dann aber nachher von Ferrari aufgenommen worden in die Formel 1 und ist dann nachher auf P, was hat sich qualifiziert? P11, wait. Ja, P11 ist es. Sagst du gerade? P11 ist es. Qualifying P11. Yes, du hast recht. Never doubted you. P11, aber fast ins Q3, ja? Fast. Gut, wie viel der Gap ist, weiß ich nicht. Oder wie viel das so war. Der Gap war Lance Stroll 1,28,578, Oliver Behrmann 1,28,642. Okay. Ja, nicht einmal eine ganze Zeit. Wirklich nicht viel. Also er hat wirklich einen guten Job gemacht für da, dass er eigentlich so ein FP3 hat noch, und also eine Trainingssession und dann nachher gerade ins Qualifying müssen und dann noch für eine Strecke, die wirklich sehr anspruchsvoll ist. Ich meine, du hast ja am Ende vom Rennen hast du gesehen, der Headrest, wie er eingeknickt ist auf einer Seite, weil er den Kopf daran nur gedrückt hat. Und das ist schon krass. Er hat ja, glaube ich, auch gesagt, in der Formel 2 bringst du das Auto an die Grenze und in der Formel 1 bringt dich das Auto an die Grenze.
Und also das hast du ihm dort schon angesehen. Und er hat ja nachher, glaube ich, irgendwie eine Woche später ist ja der alte Ferrari noch in Maranello gefahren und hat er auch im Interview gesagt, er sei mit ein paar Tage nach dem Rennen sei es ihm nicht so gut gegangen, also vor allem Nacken und alles. Das ist absolut verständlich. Dass es so ja, reinprätscht dann. Aber sehr, sehr überzeugend das Rennen gefahren. Auf P7 ist er dann gekommen, oder? P7 hat er abgeschlossen, ja, P7 ist es gewesen. Yes. Und ja, er hat wirklich einen sehr, sehr guten Job gemacht, kann man nicht anders sagen. Und ich glaube, das ist ja so die Hauptattraktion vom ganzen Wochenende. Also, sonst, ja. Also ich meine, das Rennen an und für sich hat jetzt nicht unbedingt super viel grosse Neuerungen und grosse Spanners gehabt und so. Also das Stroll, wo wieder in die Wand ist, ja. Ja, das und nachher noch 2, 3 andere Sachen, wo wir später noch darauf zurückkommen. Aber eben zuerst, ja, Ehre wem Ehre gebührt, also Ollie Behrman. Ich glaube, er hat alle eigentlich relativ überrascht mit dem, was er geleistet hat. Oder? Weil, er hat schon in der Formel 2 gut performt. Er ist mir persönlich nie so extrem rausgestochen, wie das die Leute die ganze Zeit über ihn geredet haben. Aber er hat geliefert. Weil auch wenn er in einem Ferrari innen ist, das Resultat ist verdammt gut gewesen. Und vor allem, wenn man in Betracht zieht, dass er P11 qualifiziert ist und auf P7 gefahren ist. Es gibt noch so Mengen Vollzeitfahrer, die mit besseren Autos Sergio Perez oder besser qualifiziert hat und nicht höher hochgekommen ist. Also von dem her, das ist halt auch so etwas, wo man einfach muss ganz klar sagen, verdammt starke Leistung. Und hat er besser qualifiziert, wäre er ziemlich sicher auch noch weiter vorne gewesen. Weil sein Auto hat vor allem so gegen Mitte-Rennen, bevor er so ein selber nicht mehr mögen hat, eigentlich Pace gehabt von den Frontrunners selber. Und ja, also absolut rausgestochen. Das ist so ein absoluter Nick de Vries, Liam Lawson-esque Drive gewesen. Also wirklich genau eingesprungen und einfach aufgefallen. So, dass man kann sagen kann, er wird definitiv einfach einen Sitz haben. Also nächstes Jahr wird er mit dabei sein. Sehr einen guten Ersatz gegen einen Sergeant, der wird rausgehen. Da sind wir uns, glaube ich, alle ziemlich schon einig. Also ich glaube eher, dass er bei Haas wird landen, nicht bei Williams. Nein, ich sage auch nicht, dass er zu Williams geht, aber irgendjemand wird den Platz verlieren. So. Ich denke, da gibt es ein bisschen eine Umschieberei. Ja, hoffentlich. Wahrscheinlich schon, ja. Ist ein bisschen frech, wenn man es so sagt, aber hoffentlich. Ja, also, ja. Also ich finde schon auch, dass es eben auffallend ist, aber eben, du hast jetzt eben gerade gesagt, eben Nick de Vries. Es ist halt einfach, es ist so mit Vorsicht zu genießen. Ich glaube, eben Nick de Vries ist so ein Paradebeispiel. Fährt der Williams, ich glaube, auch Elben, auch mit Blinddarmentzündung ist es sogar. Genau das Gleiche. Ja. Auch, glaube ich, ein Training gefahren. Es war wirklich genau das gleiche Ding. Ich weiß nicht, ob er alle Training gefahren ist oder am U1 ist er, glaube ich, sicher gefahren. Und dann nachher fetzt er dort und ja, fährt dann noch so ein gutes Rennen, halt Punkte. Aber es ist so mit Vorsicht zu genießen, weil ich habe auch ein bisschen Schiss, dass er eben dann so ein bisschen in den Hype reinkommt. Zwar nicht so in den Hype rein, wie der Nick de Vries reingekommen ist. Gut, beim Nick de Vries muss man halt einfach auch noch sagen, er war halt kein Rookie mehr in dem Sinn, weil also er war schon Rookie in der Formel 1 Season, aber er hat schon Championship geholt in der, ja gut, Formel 1, aber er hat dort ein Championship geholt und er hat ja schon auch ein bisschen Erfahrung im Motorsport und ist ja auch mit 28 erst reingekommen, also von dem her ja, ist er nicht mehr so jung, oder jung gewesen, aber der Oli eigentlich schon. Ja, ich glaube schon auch, dass er einen Sitz wird bekommen nächstes Jahr. Bei Haas sehe ich ihn. Und dass dort wahrscheinlich dann einfach der Magnussen wird rausfliegen, weil der Magnussen hat einfach ja, jetzt die ersten 2 Rennen nicht so wahnsinnig überzogen. Wobei man muss sagen, Haas an sich, als Team, hat überzogen. Magnussen hat einfach in Saudi-Arabien überzogen, weil er einfach ein verdammter Lokführer ist und einfach alle defended hat wie Hölle. Und auch Zeitstrafen bekommen hat wie Hölle wegen dem. Aber sonst ist er ja wirklich, ja, so für Performance her ist er letztes Jahr nicht so stark gewesen. Und jetzt, ja, mal schauen, wie sich noch weiterentwickelt. Aber der Haas an sich ist Rennpace-technisch, also der Issue, den sie letztes Jahr hatten, haben sie sich enorm verbessert. Also Haas ist ja dort wirklich eigentlich um die Punkte gefahren. Also dank Magnussen auch in die Punkte gekommen, die Hülkenberg. Aber ich glaube, wenn sie
hoffentlich weiterentwickeln, können es doch vielleicht 1-2 Mal regelmäßiger oder vielleicht 1-2 Mal mehr um Punkte fahren. Also könnte ich mir vorstellen. Ich denke, generell, erzähl. es ist so ein bisschen der Haas. Haas als Team wäre eigentlich ein hure gutes Team für Rookies. Also ich sage jetzt nicht das Team selber, sondern einfach die Positionierung vom Team und wie das Team eigentlich aufgestrickt ist. Es wäre eigentlich perfekt, um eben so Fahrer wie ein Oli Bearman fördern. Und ich sehe auch schon, dass er dort dann einfach am besten noch reinpasst. Aber nochmal zum ganz zurück auf seine Leistung, ganz kurz zurück auf seine Leistung zu kommen. Also ich bin nochmal schnell nachchecken. Die letzte Meisterschaft, die er gewonnen hat, ist die italienische Formel 4 Meisterschaft gewesen. Formel 3 ist er Platz 3 geworden. Nachher war er noch Formel Asian und British Championship so ein bisschen dabei gewesen. Also einfach, wenn man so schnell ein bisschen vergleicht zu anderen Fahrern, die sie Formel 1 geschafft haben, er hat nicht so viele Championships gewonnen besitzen. Und wegen dem eigentlich finde ich es ja, eigentlich schon krank, dass er das geleistet hat. Aber ja, ich bin immer noch ein bisschen stutzig so ein bisschen generell über seine Leistung. Aber wenn er sie Formel 1 schafft, dann definitiv mit Haas. Das ist jetzt nicht diskutieren. Ja, aber eben, es ist halt schon so, dass halt, du kannst halt Formel 1 Wien mit anderen Sport, also mit anderen Serien vergleichen. Ich meine eben, Nein. Ich meine, schau, das Beispiel ist ja auch der Kimi Antonelli, der hat ja so gerissen gehabt, ist in die Formel 2 gekommen. Bahrain hat er jetzt, sagen wir, ist Prema geschult und nachher ist er Qualifikation in Saudi-Arabien 6. geblieben und dann nachher auch wieder 6. geworden. Also ist immer 6. eigentlich in diesem Stil. Ja, ich komme da rein. Ich vergleiche es hauptsächlich mit anderen Fahrern. Also nicht mit, ich vergleiche die Formel 4 mit Formel 1. Er hat dann den Championship gewonnen. Sondern ich vergleiche mit anderen Fahrern, die zum Beispiel Charles Leclerc, der Formel 3 gewonnen hat, Formel 2 gewonnen hat, Formel 4 gewonnen hat. Andere, die immer wieder hochkommen. Gleich wie Kimi Antonelli, der bis jetzt alles gewonnen hat. Und beim Antonelli, ich muss ihn einfach noch ein bisschen in Schutz nehmen. Der ist von der Formel 3 ist gar nicht gewesen. Er ist von der Formel 4 Championship direkt in die Formel 2 Championship angekommen, was ein riesen Kump ist. Er ist in einem Team, das Auto noch nicht ganz verstanden hat, falls er es nicht mitbekommen hat. Formel 2 hat für 24. Saison ein neues Auto, das ein bisschen ähnlicher funktioniert wie die Formel 1 Autos. Hey, was ist los heute? Und beim Antonelli ist es so gewesen, ich weiss nicht, du hast das Rennen wahrscheinlich dementsprechend nicht geschaut, wenn du siehst 6. und 6. Er ist am Anfang sehr weit zurückgeht. Okay, selber verschuldet, dass er zurückgeht ist. Er ist irgendwie von P6 auf P11 oder so runtergefallen, weil er den Start verkackt hat. Aber er hat sich wieder zu P6 zurückgekämpft. Vor allem ist in Turn 1 ein bisschen agil reingekommen oder ein bisschen sportlich reingekommen. Also sicher, ja. Also ich glaube, er muss sich einfach wirklich noch sehr gross oder sehr fest eigentlich an das Auto und an die Rennserie dran gewöhnen. Aber ich halte ihn immer noch für ein grosses Talent. Ich habe wirklich das Gefühl, der ist Oscar Piastri-Level mindestens und wir werden noch einiges sehen von ihm dieses Jahr. Bin ich überzeugt. Ja, weißt du, dass er sicher ein Ausnahmetalent ist, das glaube ich schon auch. Aber weißt, er hat schon verdammt grossen Hype bekommen, weil er in die Formel 2 gerade direkt reingekommen ist. Und jetzt ist es halt doch ein bisschen, mal gewesen. Also klar, man hat nicht damit gerechnet, dass er gerade einen Win holt oder so beim ersten Rennen. Das wäre, wenn er das geschafft hätte, wäre es krass gewesen. Aber man hätte schon gedacht, dass er doch ein paar Plätze weiter vorne würde fahren. Aber es kann natürlich immer noch kommen. Er muss sich natürlich auch noch zuerst daran gewöhnen, das Fahrzeug. Ich meine, er ist schon noch eben Formel 3 Testfahrt gefahren, irgendwie im Chef, und hat ja dann eine Zeit rausgeholt, wo eine Sekunde schneller war gegenüber die anderen, die gefahren sind, und er ist noch nie in dem Auto reingehockt. Also da ist schon irgendetwas rum. Also es ist nicht so, als wäre nichts rum, der kann das schon. Aber eben, sei mal dahingestellt, und eben zu der Formel 1 raufgekommen, oder mit in der Formel 1 fahren, ist halt eben dann nochmal etwas anderes. Ich meine, wen wollen wir da nehmen? Latifi. Nein, also weißt du, zum Beispiel. Also ich würde sagen wir Daniel Kvyat beispielsweise. Weil der hat ja auch in der Junior Series gut performt, nachher war nicht mehr viel rum gewesen. Ja, das ist so. Und ich meine, Nick de Vries hat ja auch Formel 2 gewonnen. Gut, er hat nicht so die Konkurrenz gehabt, wie es andere Fahrer hatten, muss man an der Stelle auch sagen. Aber er hat sie auch gewonnen. Formel 1 war er nicht mehr gut gewesen. Charles Leclerc, das tut mir jetzt leid, dass ich ihn auch nehme. Aber weißt du, ich meine,
er ist auch so gut in den Jugendkategorien und in der Formel 1, es taumelt schon ein bisschen manchmal. Also manchmal hat es so gute Momente und manchmal, gut, Ferrari ist auch schuld, aber es ist, ja, der sollte schon lange Weltmeister sein eigentlich, weißt du, so ich meine, der ist schon, wenn ja, er für schon den Hype, den er bekommen hat, ja. Wenn er schon reingekommen, 2018? Mit Alfa Romeo 2019 Ferrari. Also für den Hype, den er hat, für den Vertrag, den er sofort bekommen hat bei Ferrari, ja, würde ich auch sagen, müsste er eigentlich schon ein Championship haben. Und bei ihm ist es einfach immer dasselbe, gell? Also auf ein Lap raus ist er abnormal schnell und dann, sobald es darum geht, in einem Rennen irgendetwas aufrechtzuerhalten, wenn es Ferrari nicht verkackt, verkackt es er. Und nur wenn mal alle Sterne allein sind, bringt es mal fertig, einen Win zu holen. Und ich meine, ich würde auch jetzt immer noch sagen, also Carlos Sainz ist eigentlich der stabilere Fahrer unter diesen beiden. Ja. Und die haben mir alle ausgelacht, als ich vor 2 Jahren gesagt habe, dass Sainz reissen. Sogar ich habe dich ein bisschen ausgelacht. Ja. Aber einfach, weil du so cocky gesagt hast, das hat fast stimmt, dass du meinst, dass er ihn auseinander nimmt. Aber das ist ja... Ja, auseinander, nee, aber er performt besser. Ja, Qualifying-technisch so. Nicht, aber Rennpace-technisch ist ein Sainz einfach schon nicht schlecht. Und im Rennen holst du Punkte. Ja, und er ist in dem ganzen Driver-Market momentan ist er wahrscheinlich das heisseste Eisen, kann man wirklich so sagen. Also, ja, ich würde sagen, er löst sicher so ein bisschen die zweite Lawine aus, weil wo er hingeht, entscheidet schlussendlich, was im Umkehrschluss sonst noch passiert. Und also der wird mindestens einer der gefragtesten, wenn nicht sogar der gefragteste Fahrer sein, wenn die anderen Teams anschaust. Ja, definitiv. Aber wir kommen nachher noch drauf, weil Silly Season da so ein paar schnackige Predictions abgeben, wie das könnte weiterentwickeln. Es ist wirklich spannend, was dort noch alles kommt. Aber sonst so zum Saudi-Arabien Grand Prix ist halt, ja, Gasly, der hat gar nicht richtig starten oder hat gar nicht gestartet. Oder eine Runde ist er gefahren, glaube ich. 2 Runden? Nein, eine. Er hat, zum Grid hat er bereits schon den 6. Gang verloren und nachher, das ist eigentlich krass, er hat am Anfang noch Burnouts gemacht, obwohl er eigentlich schon den 6. Gang verloren hat. Aber nachher nach dem Start ist er eine halbe Lap gefahren und dann haben sie ihn eigentlich schon reingeholt. Aber mein Guy, du vergisst etwas, was passiert ist. Was gemacht Max, wurde. Wo schnell war. Nein. Wir haben vorhin über das Team geredet, nämlich Haas haben einen absolut fucking Masterstroke gehabt. Aha, der Lokführer Magnussen, meinst du? Der Lokführer Magnussen. All aboard! Viking Express. Der Viking Express. Der Viking Express hat sich satte 20 Sekunden Penalties reingehaut und hat sich gedacht, ich halte jetzt einfach mal das ganze Feld auf. Ocon hat schon Augen gemacht. So. Ocon hat riesen Augen gemacht von seinem P10er Schinden. Auf jeden Fall, nein, Spaß beiseite. Man kann sagen, was man will. Zum Beispiel der Move beim Yuki, okay. Ich muss sagen, beim Albon sehe ich es schon fast ein als Racing-Incident, weil es ist halt einfach auch ein verdammt hoher Schießcorner, der zum E-Corner-Entry schnell so reinsticht. Ich frage mich sowieso, wieso dass sie dort nicht einfach die ganze Breite offen lassen. Der hat schon mehr Racing und da passiert eben nicht so scheiße, wie wir jetzt hier hatten. Also die erste Penalty finde ich noch so ein bisschen meh. Die zweite hat er schon ein bisschen verdient. Aber abgesehen von dem Overtake am Yuki Tsunoda, wo er nachher over the line war, muss ich sagen, hat er defense-technisch eine absolut kranke Leistung angebracht. Und auch wenn wir vielleicht nicht immer so gut von ihm reden, ich finde, er hat ein verdammt gutes Rennen gemacht, wo schlussendlich halt nachher seinem Team auch den ersten Punkt eigentlich erlaubt hat. Und alle, die behauptet haben, Magnussen und Hülkenberg, das kann nicht funktionieren, das war der Beweis, dass die beiden halt doch zusammen mit ihrer Erfahrung eigentlich die richtige Entscheidung sind für Haas. Weil, ja, also das war teamtechnisch eine absolute Meisterleistung. Und ja, von meiner Seite sicher mal Chapeau an die beiden. Ja, gut, es sind beide als Väter, haben beide andere Einstellung, das merkst du mega. Und ich finde es immer lustig, so wie ich es mitbekommen habe, sagen anscheinend die 2 Töchter der besten Kolleginnen. Schon? Oh je, ja. Das ist ja herzig. Arsch, jetzt muss Hülkenberg immer an Geburtstag gehen von Magnussen seiner Tochter und umgekehrt. Suck my balls, mate. Suck my balls, mate. Einfach so am Geburtstagstisch, Alter, von der Tochter. Again, most unsporting driver on the grid.
Oh, ey, die Vorstellung, Mann. Wäre schon geil. Ja, Schon aber nice. der Dings hat es gerade reingeschrieben, kein Video mit dem Norris frühen Start, wo ja kein früher Start war, oder beziehungsweise mit dem blauen Auge davor gekommen. Die Autos haben ja so Sensoren, wo ja auch unter dem Boden sind auch Sensoren eingeladen und da hat man einen gewissen Meter an Toleranz, wo man vorrollen kann, wo es nicht als Feuerstart zählt. Und anscheinend ist es noch in diesem Toleranzbereich, obwohl das es hure viel war. Darum ist es mit einem blauen Auge davor gekommen. Ich glaube, einfach dort müsste man halt wirklich mal ein anderes System finden oder halt einfach, ja, ich meine, die FI hat ja ein Zentrum in Genf eingerichtet, wo sie das auch gesehen hat und dass man halt jetzt, wenn man schon die Möglichkeiten hat, weil ich meine, dass mit diesen Sensoren, das haben sie vor, weiss nicht, wie viele Jahre eingeführt, dass man halt das jetzt einfach ersetzt und halt einfach, ja, die in Genf das anschauen und dann nachher sagt man halt einfach, das Auto darf nicht rollen. Oder vielleicht irgendwie nur ein paar Zentimeter und das kannst du immer noch mit den Sensoren ausmessen, wie viele Zentimeter das war. Also auch dann, ich finde, die Lösung ist noch viel einfacher. Sie haben eine Gridbox und du hast einfach in dieser Gridbox innen zu bleiben. Von mir aus move nochmal einen halben Millimeter in der Gridbox innen, aber er war deutlich über die Gridbox hinaus gewesen. Und okay, man kann nicht sagen, ja, aber er hat ja nochmal gestoppt, für ihn war es nicht so ein Vorteil gewesen. Hat er beim richtigen Lights Out dann richtig reagiert, wäre er ja weiter vorne gewesen als die Box, dann ist es ja gleich ein kleiner Vorteil. Ja, Also, für mich ist eigentlich ganz klar, du hast die Box, bleib in dieser Box und sonst ist es ein Penalty. Und andererseits kann man aber auch sagen, ja, hätten sie jetzt knallhart einen Penalty auch nicht da. Das haben sie irgendwie im 2019 einmal, haben sie auch schon mal eine Diskussion gehabt, ich glaube beim Vettel, ich weiß es nicht mehr. Und jetzt haben sie es auch nicht gemacht. Wenn sie natürlich super schnell bei so Situationen direkt einen Penalty geben, dann hast du Leute, die einfach direkt abdüsen. Du hast bei der E-Rolle kommen einen Penalty über. Wenn du dann nicht gerade einen Drive-Thru-Penalty machst, ist jedem Fahrer Penalty egal. Also wieso soll nicht jeder einen Jumpstart machen, oder? Aber wenn es mich nicht täuscht, ist glaube ich ein Drive-Thru-Penalty, wenn du ein Dings machst, oder nicht? Oder ist das nur vom Game her? Drive-Thru. Nein, ist schon glaube ich Drive-Thru auch. Ist in meinen Augen der einzige appropriate measure. Ich finde, man hätte jetzt da beim Norris halt wirklich einfach trotzdem können so 5 Sekunden drauf touchen, weil ja, schlussendlich ist er weiter vorne gewesen, als Gridbox erlaubt und hat in meinen Augen trotzdem technisch gesehen einen kleinen Vorteil gehabt. Ja, es ist schon so. Nein, also ich hätte einen Abstrafe, bin ich ganz ehrlich. Da mal eine Strafe hineingewirkt. Aber du, der FIA weiss es wieder mal besser. Der FIA ist jetzt auch, glaube vor kurzem. Also hast du noch etwas zu Saudi-Arabien? Also by the way, switch ist gerade das Thema wieder. Ich wollte nur sagen, bist du sicher, dass FIA es besser weiss? Ich glaube, sie denken es immer besser oder glauben es immer besser. Gut. Ja, also eben der FIA weiss es ja eh besser und der FIA ist jetzt eben auch, oder ist jetzt angeblich eben eingeschaltet worden gegen den Christian Horner. Weil die gute Dame, die ja da suspendiert wurde ist inzwischen von Red Bull, oder also eigentlich ist sie komplett wahrscheinlich rausgerührt worden, die hat ja jetzt sich an die FIA gewendet und möchte jetzt, dass die FIA das Ganze nochmal anschaut und ja, irgendetwas macht. Gegen den Christian Horner, weil eben, also für die jetzt wirklich komplett hinter dem Mond leben, ich weiß nicht, ob wir es letztes Mal schon thematisiert haben. Der Christian Horner war horny und hat mit einer geschrieben auf WhatsApp alles. Ich weiß gar nicht, der Benny, also der Stift von mir in der Bude, hat mir sogar Google Drive geschickt mit Chatverläufen, also ich habe es durchgelesen. Es ist natürlich halt so, du weißt halt wirklich nicht, ist es ein echtes Original oder ist es einfach fake. Also du kannst wenn so etwas ist, schnell gefaked und so. Und ja, also es ist jetzt nicht irgendwie so, ja, es ist zwischendurch schon ein bisschen komisches Zeug geschrieben worden von Christian und so und er hat sie immer wieder treffen und weiss nicht was und so. Und hat auch gewisse Bilder von ihr. Aber ja, also ich bin ganz ehrlich, ich hätte an Red Bull Stelle, das habe ich schon in einem TikTok gesagt, ich hätte an Red Bull Stelle hätte ich den Christian Horner suspendiert oder hätte ihn einfach einmal beurlaubt, einmal weggenommen vom Grid. Einfach halt, um ihn ein bisschen von den Medien wegzunehmen, weil du siehst eben, wie das in den Konferenzen aussieht bei den Medien und so. Der wird dort wirklich so an die Zielscheibe hergestellt und der wird nur auf ihn geschossen die ganze Zeit. Und um ihn mal ein bisschen da entlasten, wäre es besser gewesen, wenn sie ihn einfach weggenommen hätten. Und einfach halt das einfach intern klären und oder halt einfach halt eben von mir Steph soll es klären, aber
ihn halt einfach ein bisschen wegnehmen, weil es ist halt einfach mühsam. Aber es dreht sich jetzt momentan einfach alles um das und nicht mehr um den Sport. Und das Traurige ist ja, der Sport ist eigentlich so langweilig, dass das spannender ist, darum redet man ja über das. Ja. Es ist einfach Mehr oder als mehr über drüber, ja. Und das ist halt eben schon bitter. Und das wäre einfach so mein nett gemeinter Ratschlag an Red Bull. Also Red Bull, wenn ihr das seht, das nächste Mal, wenn wieder so etwas passiert, nehmt doch einfach die Person aus dem Team schnell raus, beurlauben. Kohle hat er eh genug, also verhungern tut der Christian sowieso nicht. Und dann erklärt das, und wenn dann ein bisschen das bisschen Zeug oder ein bisschen Gras über die Sache gewachsen ist, dann kann man ihn wiederholen. Dann. Aber ich verstehe es natürlich schon, der Christian Horner, oder er hat viel fürs Team gemacht, er ist von Anfang an dabei und. Also da kann ich natürlich schon nachvollziehen, dass er auch gar nicht den Platz räumen will. Und ich glaube auch nicht, dass er wird die Stelle, sage ich jetzt mal, als Teamchef abgeben, sondern die muss ihm weggenommen werden. Außer hat er mal eigentlich keinen Bock mehr, aber das wird erst in ein paar Jahren der Fall sein, nehme ich mal an. Es ist halt einfach, ja, ich meine, wie es in Bahrain war, er ist dort mit seiner Frau gestanden, so separiert vom ganzen Team, hat schon ein bisschen komisch ausgesehen. Ich meine, das Team ist nicht bei ihm gestanden, sie sind dort, wo der Helmut war und so gestanden, also wirklich getrennt. Und es hat halt einfach alles ein bisschen ausgesehen. Und dann in Saudi-Arabien ist ja das mit dem Helmut Marko noch gekommen, wo plötzlich hätte er rausgeschmissen werden. Da hat ja der Max nachher gesagt, wenn der Helmut nicht mehr rum ist, dann fahre ich, oder möchte ich eigentlich weniger für Red Bull fahren und so. Und das zeigt auch die krasse Bindung oder wie viel das der Max vom Helmut haltet. Und da muss ich auch im Verstappen hoch anrechnen, dass er menschlich gesehen dort wirklich ein mega korrekter Sieg ist, weil eben, es gibt auch Fahrer, die sagen so, ja du, okay, ich habe ihm viel zu verdanken, aber schlussendlich bin ich der performt. Aber bei Max ist es halt wirklich so, dass er viel ihm verdankt hat und er weiß es wirklich schätzen. Und ja, das rechne ich ihm wirklich sehr, sehr hoch an. Muss ihm wirklich das ist mir gerade sympathisch geworden, der Keif. Oh, schau, da schmunzelt der Apple-Fan in der Kamera rein. Habe ich gerade gesehen. Ja, logisch muss ich das schmunzeln, wenn du mal etwas Gutes über Verstappen rauslässt. Das gibt es ja nicht. Das ist eigentlich auch Schaltjahr. Ja, also mach es Kreuzertelli. Und ja, ich weiß halt nicht, was ich noch dazu sagen soll. Ich glaube es einfach. Ich würde es gut finden. Und natürlich auch schade, aber ich würde es gut finden, wenn der Christian Horner seinen Platz wieder räumt. Okay. Bin ich ganz ehrlich. Weil ich meine, der Adrian Newey wird ja jetzt seit kurzem mit Ferrari in Verbindung gebracht, dass dort ein Gespräch stattgefunden haben. Das wäre ein fetter Transfer, wenn der 2025 zu einer Ferrari überwechseln soll anscheinend. Ja, Alter. Hemi und Newey, oh mein Gott. Ja, und der Vasseur, Alter. Oh mein Gott, Alter, was ein Kombi. Ja. Das wär aber legit, das wäre, ich glaube, der moderne Äquivalent zu Ross, Schumacher und Dings. Ross und wie heißt der? Jean Todt, ja. Das wäre das absolute moderne Äquivalent dazu. Ja. Also, wenn das wirklich so passiert, wäre krass. Und dann würde es Red Bull nicht mehr so gut gehen. Und ich habe predicted. Was hast du predicted? Ich habe predicted, also bevor das mit dem Helmut bekannt gegeben wurde, ist, dass er bleibt. Habe ich predicted, er wird rausgerührt, Max geht und Newey geht auch und der Christian bleibt alleine bei Red Bull. Stell dir vor, das wäre richtig dämlich. Schau, die Frage ist jetzt natürlich für mich an dich. Siehst du das nur so, weil es der Christian Horner ist und das Red Bull ist? Oder würdest du das auch so sehen, wenn es der Toto Wolff wäre? Nein, Spaß beiseite. Nein, wirklich. Also, wenn der Toto da mit einer Mitarbeiterin von Mercedes da würde so Zeug schreiben, würde ich genau das Gleiche auch sagen. Im Fall. Absolut, nein. Also, weißt, da bin ich auch deiner Meinung. Aber etwas, was wir einfach ganz klar müssen sehen, und da habe ich jetzt auch vielleicht eine andere Ansicht als du. Und verstehe mich nicht falsch, es ist nicht, dass ich irgendjemanden verteidige, im Gegenteil. Es geht mir mehr darum, einen Agenten außerhalb von Red Bull Racing, außerhalb von Red Bull selber, haben den ganzen Fall überprüft und auf keiner Linie ihn als schuldig können sprechen. Nicht nur das, und da finde ich, müssen wir vielleicht jetzt auch ein bisschen vorsichtig sein mit dem, was wir sagen.
offiziell ist nie bekannt gegeben worden, für was das investigated wurde. Ist die Leaks offiziell weiss niemand ganz recht. Ich finde es geil, wie du gerade deinen Fuß an der Wand am Anlehnen bist und ich mache genau das Gleiche. Ist bequem. Es ist sau bequem. Offiziell ist die ganze Investigation die ganze Zeit über immer extrem unter dem Teppich gewesen. Man hat nichts preisgeben lassen. Und es ist, ja, es hat viel Gerüchte gegeben. Magic Card sagt es richtig. Viel Gerüchte heisst aber nicht immer gleich die Wahrheit. Und das ist für mich so ein bisschen schwierig an dem Ganzen. Stellen wir uns jetzt mal vor, der Christian Horner, weil ich habe auch mal zuerst Gerüchte gehört, dass es darum gegangen ist, dass er seine Mitarbeiter scheiße behandelt. Jetzt gehen wir mal davon aus, es ginge um das. Und der Christian Horner ist eine der einzigen Parteien, die auf die Schnurren hockt und ruhig ist und nichts sagt, weil die Investigation soll das selber handeln und jede Partei soll sich daran halten, nichts gegen rauszubringen. Und die Leute gerüchten die ganze Zeit über komplett andere Sachen. Stellen wir uns jetzt mal vor, und das sage ich jetzt wirklich nicht, um ihn in Schutz nehmen, aber er wird angeschwärzt über den ganzen Geschmäus. Es soll Sexismus sein, es soll Sexting und weiß auch nicht was passiert sein. Und am Ende des Tages ist es überhaupt nicht um das gegangen. Das ist ja auch nicht so geil und nicht so fair für einen Christian Horner. Das Einzige, wo für mich ein klares Indiz ist, dass anscheinend wirklich das Red Bull Camp untereinander nicht mehr so gut aufeinander lässt. Und dass sie untereinander ein bisschen Streit haben. Und dass man halt einen Jos Verstappen bei Mercedes sieht, gammeln. Also irgendetwas wird wohl nicht recht sein. Aber ich fände es wirklich schade. Und ich glaube es nicht, bis ich es 100% weiss. Und das mache ich mit allen so Sachen so. Ich fände es wirklich schade, wenn das jetzt so der Abschluss von all dem Grossartigen ist, was der Christian Horner so weiter geschaffen hat. Weil, wenn wir jetzt das mal vorher wegnehmen, was der Mensch geschaffen hat, ist krank. Definitiv. Ist einfach schade, dass jetzt wirklich sein Abgang ist, oder? Weil er hätte eigentlich so einen Namen für sich machen können, aber wenn jetzt ein anderes Gericht kommt, das nochmal aufnimmt, das nochmal anschaut und sagt, what the fuck, das sind ja noch Facts, die wir gar nicht hatten. Christian Horner definitiv schuldig, er hat das und das gemacht, dann muss ich sagen, gut, ist wie es ist. Aber für mich ist es so ein bisschen, die Medien haben nur spekuliert bis dahin und wir haben keine knallharten Fakten. Das ist für mich so ein bisschen der Standpunkt, den wir haben. Wegen dem denke ich, muss man ein bisschen vorsichtig sein mit eben so Sachen wie, ja, er hat das und das in dieser Mitarbeiterin geschrieben. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Man muss ein bisschen, ich finde, den Respekt muss man ein bisschen davor haben. Ja, gut, eben, schlussendlich muss man einfach auch sagen, weißt, wo Rauch ist, ist auch irgendwo das Feuer. Also, weißt du, die Gerüche kommen ja nicht einfach so aus dem Nichts raus. Eben, ist in Formel 1 immer so, das stimmt schon. Ob jetzt die Leaks von Bildern und Chatverläufen, eben da, wo ich ja auch gesehen habe, ob das wirklich stimmt, sei dahingestellt. Eben, als ich es gelesen habe, alles habe ich auch zurückgeschrieben, ja, die Frage ist halt, ob das wirklich auch echt ist. Weil eben, sie hätten ihn als Kontaktnummer mit CH abgespeichert und du hast einfach ein Bild von ihm als Profilbild. Und einfach hat so den Chatverlauf und so. Und ja, eben, das könnte jeder einfach so schnell machen und zu schreiben und dann sagen, hey, das ist er gewesen. Mit ChatGPT kannst du perfekt ein Foto von ihm generieren lassen, was es gar nicht gibt. Also es ist auch das technisch ja, möglich. Also es ist jetzt nicht irgendwie etwas gewesen, wo er irgendwie oben ohne oder so ist irgendetwas gewesen. Also es sind einfach nur so Bilder, wo er im Flüger hockt oder so ein Selfie macht von sich und so. So Zeug, weißt du. Also, und ja. Also. Es ist eine schwierige Situation. Es ist mega schwierig eben, und es ist schon so, eben, es sind so viele Gerüchte, es ist halt eben, du weißt nicht, was du sollst glauben. Jeder sagt ein bisschen etwas anderes, es ist schon so, aber eben, ich glaube schon, dass da irgendwo etwas Wahres dran ist. Also, wieso jetzt plötzlich, weißt du? Das ist auch wieder das. Am Schluss war es der Toto, Tortilla hat geschrieben. Tortilla. Aber weißt du, das ist sowieso das. Wäre das rausgekommen, wenn Red Bull nicht den Erfolg hat, den sie jetzt haben? Es wäre vielleicht rausgekommen, aber das Drama wäre nicht so gross gewesen. Nein, ich glaube, das Drama wäre immer gleich gross. Egal welcher Teamchef, egal wenn. Wenn um Formel 1, wo dieser Weg einen grossen Aufruf macht für Gleichgerechtigkeit, für gleiche Chancen für alle, wenn so etwas rauskommt, ja, muss halt da Formel 1 reagieren. Aber das ist für mich auch noch so ein weiterer Punkt. FIA und Formel 1 an und für sich haben nicht gross
Stellung dazu genommen besitzen. Ja, eben jetzt wird der FA nochmal eingeschaltet von ihr. Gut, es ist ja schon ein bisschen speziell, dass ja die Frau, eben, die ja das alles in den Weg geleitet hat, die ist jetzt plötzlich eben suspendiert worden, laut Red Bull, aber die ist safe, haben sie einfach rausgerührt. Also die wird nicht mehr bei Red Bull arbeiten. Ja, also wahrscheinlich, ich glaube, rausrühren darfst du eben, glaubst niemand, wenn gewisse Investigations sind. Ich glaube, das ist in jeder Bude so. Also ich glaube schon, dass sie suspended ist, with pay, 100%. Aber ich frage mich halt eben, was ist die Motivation dahinter? Wieso kommen die Sachen, wieso kommen sie genau jetzt? Ich denke, wir werden da, vielleicht halt erst in ein paar Jahren wirklich darüber reden, wenn, Christian Horner vielleicht nicht mehr bei Red Bull ist und eine Autobiografie schreibt oder so. Ja, es genau gewusst, dass du jetzt das sagst. Aber es ist so. Ich meine, es ist vieles, was wir einfach gar nicht mitbekommen, bis es dann effektiv mal so weit ist. Oder? Ich meine, die ganze Felipe Massa-Investigation ist jetzt anscheinend auch wieder auf neuem Fuß. Ja, da ist jetzt wieder neue Sachen rausgekommen. Ja, das ist jetzt wirklich, der Massa hat jetzt wirklich da eine Klage eingereicht oder irgend so ein Scheiß. Also da muss ich auch ehrlich sagen, sorry, der Typ ist behindert. Und den Massa habe ich immer gut gefunden. Und Ehre zu tun. Ich habe ihn auch geliebt, aber wieso versucht er so einen Titel zurückzuholen? Du stehst ja nachher nur als Arschloch da, wo der Titel sich weggeklaut hat. Ja, und vor allem, was soll das? Ich meine, ist jetzt einmal klar, es ist das Crashgate gegeben, aber du weißt ja nicht, wie wäre das Rennen ausgegangen, wenn es das nicht passiert wäre. Hätte ja immer noch sein, dass er irgendwo reingedonnert wäre und da rausgefallen wäre. Ja. Also, sorry, dass er in Klage also er macht sich hart unbeliebt. Darum ist ja nicht mehr. Er hat ja lange noch, für die Formel 1 noch moderiert, ist ausgeschmissen worden dort, wegen dem Ganzen. Weil sie ihn nicht mehr haben sehen. Es ist einfach peinlich, sorry. Ja. Ich verstehe, dass man butthurt ist, wenn man eigentlich Formel 1 Champion könnte sein, aber du bist es nicht. Punkt. Und ich meine, jeder weiß, dass wenn irgendetwas Kleines anders wäre, als es war, könnte das Resultat nochmal ganz anders sein. Ja, aber weißt du, da kann ich ja auch jetzt wieder das nehmen mit 2021 mit Abu Dhabi. Ja. Wenn es Latifi hineingeschlissen hätte, wäre es wäre der Hamilton auch Weltmeister. Genau, aber wer sagt das? Vielleicht hat es irgendein anderer geschlissen. Eben, du kannst es nicht sagen. Vorher, vielleicht wäre es der Mick oder so, ja. Genau. Und vielleicht hat Mercedes dann in einem anderen Universum, wo das Gleiche passiert ist, hat Mercedes sich entschieden zu pitten und Verstappen nicht. Dann wäre Verstappen der Erste gewesen. Ich glaube es einfach, du musst dem Massa sagen, look, du kannst die Vergangenheit nicht ändern und du kannst die Zukunft nicht bestimmen. Es kommt einfach so, wie es kommt und du kannst auch mal hier und jetzt das machen, was du machst. Ja. Also ich glaube, der lebt einfach komplett in einer anderen Welt und hat irgendwie das Gefühl, so, ich kann noch die Vergangenheit ändern. Nein, es ist halt so passiert, du kannst die Geschichte nicht ändern. Ja. Das ist überall so, abgesehen von der Formel 1. So, weißt, ich habe dort eben noch das Gefühl beim Massa, weil für mich ist er fast ein lieber Charakter, dass er so einen Scheiß wirklich nur aus eigenem Akkord abzieht. Ich glaube, bei ihm sind wahrscheinlich noch ganz viele Leute dahinter, die ganz viel Geld sehen und ihm einfach einreden, komm, gang rechtlich dafür, komm, da können wir etwas rausholen und so. Ja, aber was ist, wenn er das Geld nicht, also beziehungsweise wenn er ja vor Gericht scheitert, muss er ja die Kosten übernehmen. Ja, er hat genug Cash. Und wenn er vor Gericht gewinnt, dann kommt er Geld über und einen Weltmeistertitel. Ja, wow, der Weltmeistertitel möchte ich nicht, bin ich ganz ehrlich. Nein, und das Geld, das dort rauskommt. Ja. Wenn wir das bekommen, würde wirklich in die Geschichte eingehen als der klaue Weltmeister oder so ein bisschen in dem Stil. Punkt. Ja. So gern wie ich ihn habe, hoffe nicht, dass es noch viel weitergeht. Ich kann nicht. Imagine auch Hamilton nur noch 6-fach. Alter Mann, stell dir vor, du bist so demontiert. Einfach 2-mal beraubt. Oh Mann. Oh mein Gott. Alter. Ja. Aber eben, es ist einfach, das ist schon auch lächerlich. Eben, momentan, was abseits von der Formel 1 so passiert, oder so eben der Zirkus rund um die Formel 1 ist recht schlimm das Jahr. Eben, also, ja, wir wollen gar nicht davon anfangen, wie sich Formel 1 ich sage jetzt nicht weiterentwickeln ist, aber am entwickeln ist. Ja, es entwickelt sich schlecht, das ist einfach so. Ich meine, das fängt schon an mit neuen Teams, die möchten reinkommen und einfach weggescheucht werden, weil die Formel 1 nicht möchte. FIA möchte, aber sie nicht.
der Ben Mohammed Sulayem, wie der Typ immer heisst da, der ist ja auch angeklagt worden, weil er ja dort irgendwie reingepfuscht hat letztes Jahr in Saudi-Arabien beim Alonso. Und nein, also irgendwie klagt der andere als richtiges amerikanisches Regime angefangen wurde, seitdem das in Amerika das Ganze so populär wurde, ist auch die Mentalität drin. Und es geht halt wirklich einfach nur, ja, Uida beschreibt es richtig, es geht wirklich einfach nur noch um Geld. Ja, das ist es geht um nichts mehr anderes und es geht Geld, nur noch Geld, darum... Geld. Mr. Krabs, Alter. Ja, Mann. Es ist alles einfach nur noch ein Sponsorship-Shitshow und es reflektiert. Es reflektiert einfach. Also, ich sage es immer wieder, ich bin selber nicht mehr so motiviert, um Formel 1 zu schauen, wie damals. Ich habe das Gefühl gehabt, dass es sich so Anfang 19, 20 zu einer guten Richtung davon bewegen. Im 21 hat es uns allen wirklich wieder Spass gemacht. Und seither sind wir weiter weg als je zuvor. Irgendwie davon. Und obwohl wir die ganze Zeit reden von, ja, es ist näher als je zuvor auf dem Racetrack, Bullshit. Ich sehe keine Battles um Leads. Sorry, der letzte geile, grosse, wirklich richtig geile, grosse Titelkampf, mit mal abgesehen vom 21, haben wir irgendwie zurück im 2012 oder so gehabt. Das ist passiert einfach nicht. Also gut, ich meine, Seppe, Ferrari und so, das war schon auch noch recht spannend gewesen. Also bis Mitte-Season ist ja der Ferrari gegen Mercedes. Mitte-Season, das ist so ein bisschen... Ja, musst halt einfach so sagen. Ja, bis Ende Season ist es ja eigentlich selten noch gewesen, aber ich meine, sonst war es nur noch Rosberg Hamilton gewesen, Mercedes 16. Das ist ja im letzten Rennen entschieden worden. Und das war eigentlich auch noch spannend gewesen. Aber sonst, ja, schon so. Das ist schon so. Es hat mega abgegeben. Und ich weiss noch, als ich 14 Saison angeschaut habe, mit den neuen Hybrid-Einheiten und die sind losgefahren und du hast nichts Köpfe von den Autos, weil es so scheiße leise war in Australien. Ich habe mir genau noch an die Szene erinnert, habe ich noch gedacht, boah, scheiße, Formel 1 wird es richtig schwer in den nächsten paar Jahren. Und dann haben sie aber eine geile Regeländerung gehabt, auf 2015, dass sie wieder lauter geworden sind, die Autos. Sie haben mehr Sprit bekommen wieder, ist wieder geil geworden. 16 war auch geil gewesen. 17 sind die neuen Chassis gekommen, breit, mit fetten Heckflügeln drauf, mit dem wie heisst der, mit dem fetten B-Wing hinten drauf und alles. Und dann nachher, die Autos sind brutal gewesen. 17 war eine der geilsten Saison gewesen, also designtechnisch von den Autos, das war so eine geile Saison gewesen. Das war dort, wo der Ricciardo brutal krasse Late-Break-Moves gemacht hat und so. Dort habe ich den Ricciardo nachher so gerne bekommen, wegen dieser Saison. Und dann nachher 18 war auch geil gewesen, 19 war auch geil gewesen. 20 müssen wir nicht darüber diskutieren, das war Mercedes mit dem W11 brutal gewesen. Das war einfach das geil zum sehen. Das Auto, der W11, das ist... Ja, aber nicht nur Mercedes. Auch die anderen Autos, die haben einfach, weil es halt einfach eine B-Version war vom letztjährigen Auto. Also einfach brutale Weiterentwicklung. Die Autos sind so schnell gewesen. Ich habe ein Video, ich glaube, heute oder gestern gesehen, in Spanien. Dort die schnelle rechts, wenn du dort unten rauffährst, die schnelle rechts. Ja. Dann nachher, glaube ich, 2016 ist der Hamilton dort durchgefahren mit knapp 200 km/h. 2020 ist er mit dem W11 mit 264 durchgeballert, also mit 60 km/h mehr. Vor allem, das ist dann, ich glaube, wenn sie mich nicht täuscht, ein 8-Gear-Corner gewesen. Also wirklich im 8. Gang durchfetzen, Full Speed. Ja. Und das, hat bis jetzt kein anderes Auto mehr angebracht. Also das ist Ja, der eben Mugello ist auch krass gewesen. Ich würde sagen, Mugello, das ist für mich das Video. Wenn ihr mal einfach eine richtig geile Onboard sehen von einem perfekten Formel 1 Auto, dann schaut die Qualifying Lap von Hamilton in Mugello an. Das ist so ein absoluter Augenschmaus, dem zuzuschauen, wenn er dort durchbrettert. Also W11, das ist so ein bisschen unser McLaren MP44, oder? Das ist... Na gut, das ist einfach eine verdammte Waffe. Ja, aber kann man jetzt auch über RB19 sagen, auch wenn der jetzt nicht so schnell war wie der W11, RB19 ist halt auch sehr, sehr impressive, was das Auto geleistet hat. Das ist so, ja. Aber es ist schon, so. Also 21 ist eigentlich so die letzte spannende Saison, die wir hatten, und seither sind wir so ein bisschen am Driften, habe ich das Gefühl. Ja, und jetzt setzen sie ja mega viel eben halt auf die neue Generation im 26 und so.
Ja, ob das wirklich viel besser wird, sei dahingestellt. Also die Autos werden immerhin schon mal wieder ein bisschen leichter. Nicht viel, aber besser als nichts. Die Reifen wären, glaube ich, wieder kleiner, stimmt das? Ja, gehen aber auf 16 Zoll. Wären sie nicht auch dünner sogar noch? Da weiß ich Für nicht. Ich habe beides. eigentlich nur 16 Zoll. Aber sicher Und 16 Zoll. was ich gespannt bin, ist halt, dass anscheinend bei den Frontflügel und also nicht nur beim Heckflügel, sondern auch beim Frontflügel irgendwie willst du noch DRS haben. Ein richtiges DRS oder ein Anti-DRS? Weil ich habe mal etwas gehört von einem Anti-DRS. Nein, also so wie ich es verstanden habe, ist es wirklich so, dass du eigentlich, wenn du die Flügel flach stellst, hinten, Ja. du auch vorne die Flügel flach stellen, dass du eigentlich weniger Luftwiderstand hast und dass du auf der Gerade noch schneller wirst. Dann. Und ich habe gemeint, wir rennen weg vom DRS. Also das bleibt noch ein Weile. Das bleibt noch ein ganzes Weile. Ich glaube, wir kommen noch gar nicht weg davon, weil wir einfach mittlerweile auf so Speed sind, ja, wo du es nicht mehr kannst, ja, verändern. Ich meine, auch die Diskussion mit dem hinten nachher können fahren ist jetzt wieder genau das Gleiche. Anscheinend ist es wieder genau gleich schlimm wie früher. Einfach weil ja, die Engineers so schnell an Lösungen kommen, wieder darum herum zu arbeiten. Ich würde es generell mal, eben, das haben wir schon ein paar Mal gesagt, ich sage es wieder einmal, auch spannend finden, wenn wir einfach mal das Regelwerk wegschießen und einfach so 2, 3 Grundlagen, wo man sagt, das machen wir ganz sicher nicht, so wie Fancars oder irgendetwas, und dann einfach viel Spaß. Scheiß auf Motor regulieren, Scheiß auf all eure Sponsorship-Sachen und in welche Richtung wollen wir gehen. Scheiß auf 2030, wenn wir Net Zero sind. Macht einfach. Stell dir vor, was ich meine, für geile Autos würden kommen. Wieso hat es früher so viele Motoren für Jacke gehabt? Weil die einfach immer voll offen waren. Die sind einfach Vollgas gefahren. Mit fucking Jet-Benzin. Das Scheiß, was sie in diesen Jet reinfetzen, Kerosin. Mit fucking Kerosin-Mischungen sind die gefahren. Die haben pro, wie du sagst, pro Qualifying, pro Trainingssession einen neuen Motor reingefetzt. Ja. Das ist krank. Aber es war geil gewesen. Mein Gott, sicher ist das geil gewesen. Aber sicher ist das geil gewesen. Und sonst möchten fucking One-Make-Series draus machen. Da haben wir wenigstens wieder spannendes Racing. Nein, sorry. Nein, es ist schon traurig. Aber eben Hoffnung ist da mit E-Fuel, dass sich einiges tut besser, was das Motorreglement anbelangt. Ich meine, 2026 fahren sie schon mal mit mehr Sprit und das soll eben auch anscheinend so sein, dass sie dann nachher den Elektromotor oder die Batterie mit dem Verbrennungsmotor auch noch zusätzlich können laden können, weil sie dann mehr Sprit können verbrennen, weil sie ja eben CO2-neutral ist. Also von dem her. Ja, da könnte also ich sehe schon ein bisschen Hoffnung ins neue Regelwerk. Und dann müssen sie einfach noch einen richtigen V10 hineinklopfen und dann wäre es richtig geil dann. Weil, ja, akustisch wäre es schon nice. Wäre schon nice, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir brauchen etwas, das ein bisschen klopft und tätscht und schreit. Und rumort, ja, genau. Ich meine, das Video von Hamilton, wo der 204 Ferrari vorbeifährt und der aufhört zu reden während dem Interview, wo er einfach nicht darauf klarkommt. So, ja, oder wo der Sepp 2008 in Pitstop reingeht und die Kamera einfach den Geist aufgeht. Ja, genau. So sollte Formel 1 sein. Einfach over the top. Ja. Das wäre richtig geil. Schön wär's. Ja, eben, wir haben schon wieder Hamilton im Maul gehabt und da können wir, glaube ich, auch wieder, das heißt, wir falsch stehen, Alter, aber da können wir über zu der Silly Season, da ist noch einer der letzten Points, weil eben der gute Lewis hat ja das Ganze so ein bisschen ins Rollen gebracht, beziehungsweise Sainz eben ist gedroppt worden, Lewis zu Ferrari gekommen und eben jetzt hört man natürlich immer wieder, dass der Verstappen ja zu Mercedes könnte gehen. Der Toto macht auch relativ offen Späßchen drüber, aber direkte Späßchen, dass er nicht abgeneigt wäre über den Verstappen. Wo ich einfach ein bisschen überrascht war, ist auch, dass der Christian Horner so richtig gesagt hat, so, ja, also wir zwingen niemanden bei uns im Rennstall zu arbeiten. Das ist so richtig so, ja komm, weißt du, wenn es dir nicht passt, dann gang einfach. So ist es ein bisschen übergekommen. Aber ich glaube, das hat dann vielleicht mir auch ein bisschen im Frosch gesagt, weil er, weil gut, was der Jos rausgelassen hat über ihn, ist natürlich auch nicht gerade so geil als Teamchef. Darum, ja, ich bin sehr gespannt. Also, kannst du dir das vorstellen, ein Verstappen Mercedes? Nein. Also, ich kann mir vorstellen, ein Verstappen bei Ferrari, aber für mich ist das so ein bisschen gleich wie ein Hamilton bei Red Bull. Das macht einfach keinen Sinn, weil
Ich habe das Gefühl, der Beef ist tiefgründiger, als dass wir jetzt einfach sagen können, ja, ist gut. Also sehe ich wirklich gar nicht irgendwie. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ein Verstappen überhaupt weg will von Red Bull. Das ist für mich so ein bisschen der Dings. Klar, die ganze Geschichte jetzt ist heftig und so. Und wenn jetzt wirklich etwas ist, dann verstehe ich schon auch, dass er würde gehen. Aber Verstappen bei Red Bull macht einfach Sinn. Das ist für mich so ein bisschen seine Enddestination. Und Ja, aber keine das war ja Ahnung. beim Sepp auch so gewesen bei Red Bull. Es ist ich meine, dass der Sepp weggegangen ist von Red Ja. Bull, ist dazu mal auch mit unter anderem Grund gewesen, weil er es nicht so gut gehört mit dem Christian Horner. Das kommt auch dazu. Das hat er ja im Nachhinein in einem Interview gesagt und er hat auch gesagt, er kann es verstehen, wieso das Stimmung so momentan dort ist. Und darum ist er auch zu der Scuderia gegangen. Gut, Ari Fabian hat natürlich auch gut können reden, aber weißt, ich kann mir schon auch vorstellen, dass der Verstappen auf das gar nicht so Bock hat und ich kann mir auch vorstellen, dass der Verstappen auch Bock hat, ein bisschen, weißt, auf eine neue Herausforderung, ein bisschen auf eine Das Challenge. auf jeden Fall. Und wieder ein Team auf die Höhe bringen, wie es Red Bull jetzt ist eine geile Herausforderung. Für mich etwas vom Spannendsten, was sich daraus würde ergeben, wäre ein potenzieller dritter Titel für einen Alonso. Weil ich finde, wenn Red Bull jemanden picken sollte, wo der Max am besten kann ersetzen kann, ist es einfach der Alonso. Weil wenn du vergleichst, das haben wir auch schon ein paar Mal, glaube ich, wir beide auch so gesagt, die einzigen drei, die auf dem Level sind, wo sie sind der Hamilton, der Alonso und der Verstappen. Und ich glaube, die drei sind wirklich interchangeable. Also für mich, das wäre so ein bisschen Spannendste, wo könnte daraus rauskommen. Verstappen zu Mercedes, Hamilton zu Ferrari, Alonso zu Red Bull. Und das wäre heftig. Weil dann sehe ich echt grünes Licht für ihn, für den dritten Titel. Dann wäre Alonso so ziemlich in jedem Team gewesen, auf dem Grid, was es geht, außer Haas und Williams. Ja. Er muss sicher in jedem Motor, was es gegeben hat. Ja gut, Honda hat er schon gefahren, ja, Renault ist schon gefahren, Ferrari ist auch schon gefahren, Mercedes ist er auch schon gefahren, ja. Er hat schon eigentlich alles gefahren, ja. Also von dem her, ja, schon krass. Der ist wirklich schon alles gefahren. Jetzt ist schon die schwer, Mercedes sind schon gefahren, anfangs McLaren-Zeit ist Mercedes noch gefahren. Mit dem Ham zusammen. Also ich meine, Fernando Alonso ist gefahren, bevor ein Oli Berman auf die Welt kam. Ja. Und er fährt jetzt noch auf dem Level, das ist halt das Kranke. Ich würde es auf jeden Fall im Alonso mega gönnen. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich kaufe nicht zu fest in die ganze Silly Season rein. Für mich ist das jetzt so ein bisschen, keine Ahnung, es ist so ein bisschen ein After Effect Silly Season. Es ist so ein Nachgebot von grossen News und alle haben das Gefühl, es müssen jetzt nochmal grosse News nachkommen. Und am Ende wird es dann einfach, also ist immer eine grosse News, aber am Ende wird es dann einfach ein Alex Albon sein, der zurück zu Red Bull geht. Weißt du? Und dann innen noch einen Perez ersetzt anstatt einen Verstappen. Ja gut, ich meine, Albon wäre ja interessant für Red Bull, weil ja Red Bull ist ja thailändisch ursprünglich und Thailand hat ja immer noch, glaube ich, 49% oder sogar 51% Marken. Ja, aber dann ist es dann schon interessant gewesen, gleich wie heute auch. Also. Ja, aber jetzt ist halt noch interessanter, weil er auch besser performt. Und das sieht ja Red Bull auch. Ich meine, es ist ja nicht ohne Grund, hat es ja das Gerücht gegeben, dass ja der Albon anscheinend ein Vertragsangebot bekommt von Red Bull. Aber ja, ich bin halt auch ehrlich. Also. Ja, aber ich bin halt auch ehrlich. Ich würde auch, wenn ich jetzt der Albon wäre, ich würde auch nochmal zu Red Bull gehen, wenn ich weiss, der Max fährt nicht mehr dort. Wenn eben Max gehst du einfach unter. Ich meine, wenn der ich bin ehrlich zu dir, wenn der zu Mercedes gehen und würde neben Russell fahren, der Russell würde einen Head auf den Deckel bekommen. Also. Eben. Ich glaube, jeder Fahrer auf dem Grid, mit Ausnahme von Alonso und Hamilton, würde ähnlich da stehen, wie ein Perez das jetzt macht, wie ein Albon das gemacht hat, etc. Also die einzigen, die noch so ein bisschen mehr könnten leisten, sage ich jetzt ein Sainz und ein Leclerc. Und dann hat es sich etwa. Sonst würde ich nicht sagen, dass irgendjemand besser wirklich da steht. Aber besser als der Verstappen momentan mit dem Auto, glaube ich sogar gar nicht mehr. Ich glaube, wenn ein Hamilton in den Red Bull reinstecken würde, der Verstappen ihm gleich noch davon fahren, weil das Auto so gut beherrscht. Oder? Ja, würde ich auch sagen. Also ja, ich will auch gerade sagen, ich glaube, auch wenn jetzt so
Verstappen würdest du bei Mercedes einsetzen und er würde gegen den Hamilton fahren, würde ich glaube sogar sagen, dass der Verstappen immer noch besser zu Schlag kommt als der Hamilton. Ah, krass. Einfach weil er gerade so auf einer Höhe ist, oder? Was ist so der Gedanke? Weil ich einfach das Gefühl habe, dass er viel schneller das Fahrzeug kann verstehen und viel besser kann damit umgehen. Ich meine, der Dude spielt am Rennwochenende vor dem Bahrain Grand Prix vom Freitag auf den Samstag spielt der FIFA live. Ja. Livestreamen. Ja, so als ob es nicht wäre. Am nächsten Tag fährt er so und gewinnt. Auch bei dem Post, den ich dir vor dem Podcast geschickt habe, hat er auch geschrieben, Fulltime Streamer, Part-Time F1 Champion. Ja wirklich. Passt. Nein, der Dude ist so krank. Also wirklich, dass der macht. Aber weißt, ich glaube, das macht es eben aus. Weil ich meine, wenn er streamt er ja meistens iRacing und so. Der lebt Racing. Und wenn er nicht am Racen ist er am Racen. Sogar auch online. Und ich glaube, das ist eben das, was der Unterschied macht von ihm gegenüber zu anderen Fahrern momentan. Weil es gibt nichts anderes, was er gerne macht. Er racet einfach. Punkt. Und ja, das hebt ihn halt deutlich ab. Das ist so. Und er wird auch, wenn er andere Kategorien fahren, jetzt abgesehen von Formel 1, WEC oder GT3, er wäre hure stark auch dabei. Ich sage immer wieder, also wenn ein Fahrer in der nächsten Zukunft wieder einen Triple Crown kann holen kann, dann ist es der Max Verstappen. Er kommt schnell in jedes gute Team rein, wo er Lust hat. Der könnte gemütlich einen Indy 500 machen und das ist eigentlich die einzige Challenge, die ich für ihn würde sehen, weil er sich gewöhnt Road Racing machen. Aber ich glaube auch, einen Indy 500 könnte er gewinnen, wo er so ein Perfektionisten-Mindset hat. Oder der würde Millionen Stunden nachher im Sim verbringen und würde sich auch das gönnen. Also dort durch. Ja. Der ist jetzt gerade in der Form von seinem Leben. Ich bin gespannt, wie lange das es noch anhebt mit dieser Form. Ich bin gespannt, wie lange das in der Formel 1 bleibt. Ja. Das auch, ja. Weil er wäre ja eigentlich nie so die... Er hat auch gesagt, also, ja, eine Weltmeisterschaft, aber ich glaube, er weiß, dass er hat, aber einfach immer gewinnen wird und wahrscheinlich auch mal langweilig werden. Ich weiss, der sagt zwar immer wieder, die schönsten Wins sind die er effektiv nichts machen muss. Und er einfach davon fahren kann. Ja, das kann man nicht vorstellen. Ich glaube schon, dass er gerne auch ein bisschen Racing möchte, aber das hat er im Moment einfach nicht. Aber er dominiert gerne. Ja, aber weißt du. Für mich ist das so das, was ich sehe. Ja, ich weiß nicht, ich schätze jetzt nicht so. Ich glaube es eben mehr, dass er auch ein bisschen aufs Racing steht. Klar, es ist schön, wenn du einfach gefühlt kannst F1 23 starten und KI auf 0 setzen und du fährst davon. Das ist bei ihm einfach momentan so gefühlt. Ich meine, nicht mal sein Teamkollege kommt ihm hinten nach und fährt immer riesige Gaps drin in der Rennpace. Und ja, darum... Also in Bahrain... Sind es 16 Sekunden gewesen? Sind es 22 Sekunden 22. gewesen. In Saudi-Arabien sind es 13 Sekunden gewesen. Es ist gestört. Das ist wirklich gestört. Es ist verdammt viel, ja. Darum... Ja, ich weiß nicht. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es dann vielleicht auch mal einfach ein bisschen langweilig wird plötzlich und dass er sagt ja selber, dass GT3 und so ihm auch Spaß macht und es eben auch sehr anspruchsvoll sei. Ich kann mir vorstellen, dass er plötzlich mal sagt, so, er macht jetzt mal ein Jahr das oder 2. Ja, das ist auf jeden Fall. Oder dass er einfach wirklich ganz da sein. Weil er hat schon alles erreicht und alles, was du jetzt noch machen kannst, ist alte Rekorde nachjagen. Und ich meine, die Rekorde sind mittlerweile auch so hoch, dass du dich mindestens noch 7 Jahre müsstest committen. Oder? Und das ist so ein bisschen, bah. Und dann müsstest du in diesen 7 Jahren wirklich auch wieder alles reissen. I don't know. Ja. Gut, jetzt hat er ja 3, also eigentlich respektive 2. Müsste ich also noch 6 WM-Titel holen. 5 WM-Titel holen, dass er eigentlich könnte im Schumi sein, sprich im Hamilton sein Dings übertrumpfen. Ja, 5 Jahre ist halt schon lang, gell? In 5 Jahren kann viel passieren. Mhm. Vielleicht kommt er ja als Kind über. Nachher quittet er F1, damit er das Kind kann erziehen. Ja, wer weiß, ja. Das ist gerade over your head gegangen. Nein, ich habe Quiat gedacht, muss ich ehrlich sagen. Ja, mich Keif, ey. Verliert das Cockpit, verliert die Frau und das Kind. Das ist schon ein armer Sieg, ey. Der ist wirklich ein armer Keif. Ja, du, wir werden es sehen, was alles wird passieren. Eben, Silly Season bleibt sicher spannend.
Ich predikte nicht, oder predikte, dass der Verstappen nicht wechselt zu Mercedes. Ich gehe nicht davon aus. Glaube ich im Fall auch, by the way. Würde ich das einfach nicht gesagt haben. Nur gefragt, was du meinst. Ich sehe eher einen Alonso bei Mercedes. Oder ein Alex Albon, der von Williams weggenommen wird und dann kriegt dafür Williams ein bisschen aktuellere Teile noch. Getriebe, whatever. Oder weiß ich was alles. Ja. Das könnte ich mir auch eher vorstellen, weil ein Kimi Antonelli seine nächste Jahr noch nicht bei Mercedes. Nein. Definitiv und, nicht. Ein Sainz weiss ich nicht, ob Mercedes Interesse hat an einem Fahrer, der vielleicht 1, maximal 2 Jahre bleiben und nachher zu sauber abspringt, sprich Audi. Weil ich glaube, der Sitz hat er ziemlich sicher dort, weil so wie ich es inzwischen aus einem Interview oder so intern irgendetwas gehört habe, ist der Seidel gar nicht zufrieden mit dem Valtteri. Und der Valtteri ist eigentlich nur dort, weil er einen 3-Jahres-Vertrag bekommen hat, noch dazu mal. Und ich kann mir vorstellen, dass der Bottas fliegt. Kann ich mir schon vorstellen, dass der Bottas fliegt. Aber für mich ist es so ein bisschen, wenn ich jetzt Carlos Sainz heisse und mich kann entscheiden zwischen einem Mercedes-Team und einem sauberen Team, wo später mal Audi wird, wo vielleicht, wenn es gut kommt, in 26 gut startet oder vielleicht komplett hinten rumgurkt. Also, ich würde zu Mercedes gehen. Aber das Schöne ist, Mercedes hat so viel Auswahl und so viel Zeit zum Aussuchen, dass sie sich die Zeit auch nehmen können. Sie werden genau den richtigen Fahrer aussuchen, egal was kommt. Und da bin ich überzeugt. In meinen Augen ist die beste Choice ganz klar der Sainz. Er ist der stabilste Fahrer, der am schnellsten ist, Proven Race Winner und er wird es wieder machen. Er ist auch in einem Team hineingehockt, das ein bisschen besser funktioniert hat als Mercedes. Also in meinen Augen die ganz klare Choice für Mercedes und auch die ganz klare Choice für ihn selber, wo er auch soll gehen. Ja, allerdings muss man da sagen, es wäre eine krasse Geschichte, wenn du mit Audi zusammen mega viel Erfolg kannst einfahren. Das ist so, aber was spricht dagegen? Und Audi hat genug finanzielle Mittel, um wirklich krass reinzukommen. Und Audi hat auch die Vorstellung, dass sie kommen und vorne mitfahren können. Bin ich ziemlich sicher. Was spricht dagegen, wenn der Seidel dich schon will, noch zum Mercedes gehen, noch mehr Erfahrung zu sammeln, wo Audi helfen können, zu schauen, wie Audi performt, wie Audi als Team ist und erst im Nachhinein zu gehen, wenn Audi vielleicht schon 1-2 Jahre gefahren ist. Dann wirklich 4-5 Jahre bei Mercedes fetzen und dann die Erfahrung mitnehmen zu Audi. Ja, dass du kannst sagen, du bist von Anfang an dabei gewesen und hast geholfen aufbauen. Ja, der Michael Schumacher schon von Anfang an bei Mercedes dabei gewesen und nicht vom Raum. Ja. Ja, nein, ich sage jetzt nicht, was ich gerade gedacht habe, aber es ist halt, es ist, wie soll ich sagen? Sag, was du denkt hast. Nein, ich sag's nicht. Das nimmt mich jetzt so. Nein, das sage ich nicht, Alter. Es ist halt, ja, klar, ich verstehe das schon auch, die Überlegung ist schon eigentlich oder ist schon nicht schlecht. Und ich glaube es auch, also er wird safe nächstes Jahr irgendwo fahren, aber es ist schon so, dass wenn Mercedes sich für einen Fahrer entschieden hat, dann wird der Ball richtig ins Rollen kommen. Dann geht es richtig ab. Dann wird es einen Fahrerwechsel nach dem anderen geben. Weil es sind, glaube ich, so etwa 6 Fahrer auf dem ganzen Grid, die einen fixen Vertrag haben. Unter anderem auch das Stroll, so by the way erwähnt. Der Rest ist alles noch offen. Also es ist wirklich krank. Und ich sehe eben im Mercedes den Albon am wahrscheinlichsten oder Alonso. Oh ja, Sainz schon auch, ja. Aber das sind ganz klar die 3 Kandidaten. Einen von denen kann ich mir vorstellen, ja. Und wenn der Alonso gehen würde, würde der Yuki zu Aston. Yes. Ziemlich sicher. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das passiert. Ja. Und dann nachher, Perez, wenn er so performt wie jetzt, bleibt er ein weiteres Jahr, kriegt er nochmal einen Jahresvertrag über. Ricciardo wird rausdroppen aus der Formel 1, wenn er so weiter performt, weil die ersten 2 Rennen sind gerade schlecht von ihm. Ich meine, beim ersten Rennen ist er auch nur vom Yuki gelandet, weil sie ihn vorgelassen haben. Ja. Und im zweiten Rennen hat er noch einen richtig peinlichen Fehler gemacht gegen Schluss. Er hat sich gedreht auf dem in Turn 2 rein.
Ja, also dort muss schon auch viel gehen, dass dort irgendwie noch ein Driver-Swap könnte passieren von Perez Ricciardo. Joe fliegt raus, bin ich ehrlich. Ich glaube nicht, dass das nächste Jahr noch fährt. Bottas sehe ich auch nicht. Aber der Semi hat ja eine Prediction gemacht, mit 3 Fahrern verlieren ihren Sitz. Desto mehr, dass wir Gedanken darüber machen, desto eher denken wir, ja, das könnte tatsächlich sein. Sergeant Joe Bottas. Klingt sehr realistisch. Ja, voll. Das ist so. Voll. Das Ja. ist eigentlich schon krass, ja. Die 3 könnten wirklich rausfliegen. Oder Stroll, wenn der Vater nicht mehr zahlt. Aber ich glaube, jetzt momentan läuft es ja eh. Weißt du, habe ich mir überlegt, wenn das würde der Fall sein, wäre doch eigentlich das Beste, was Aston Martin machen könnte, Yuki Tsunoda und Pierre Gasly. Die beiden wieder zusammenholen, wäre ein super Ja, Team. eigentlich schon. Eigentlich wäre es eine coole Kombi. Ja, und eine Kombi, die auch funktionieren. Definitiv. Ja, Und das wäre schon geil, ja. Da hätten beide in meinen Augen auch ein Auto, das sie verdient haben. Ein Auto, das vorne mitfahren kann, vielleicht sogar eine Aussicht mal hat für einen Win. Ich glaube, das ist genau ihr Level, diese beiden. Ja, das wär wirklich geil. Und ich meine, beide bringen ja schon relativ Erfahrung mit. Also der Gasly sowieso. Ja. Oh, der Yuki. Und der Yuki hat inzwischen auch viel Erfahrung. Also von dem her, wieso nicht? Ja, es wäre eigentlich schon noch. Du hast gleich noch 2 junge Fahrer im Verhältnis. Das wäre halt schon noch. Ja. Cool. Vor allem, ich glaube, der Yuki, aber ich sage es immer wieder, ist von seinem reinen Speed her ist es sehr underrated. Yuki ist schon krass. Ich meine, der ist Formel 3, Formel 2 gerade in der Formel 1 reingekommen. Ja. Wirklich voll durchgezogen. Ja. Und er ist schon sehr talentiert. Und das finde ich aber das Kranke. Er hat ja nicht irgendwie, weiss nicht was für Meisterschaften gewonnen oder so. Aber ich glaube, er hat noch nie eine Phase gehabt, außer ganz am Anfang, wo man wirklich müssen sagen, jetzt ist er langsam kritisch, will man ihn wirklich behalten. Das war nur ganz am Anfang, wo er ganz viele Crashes noch hatte, sprich Imola und so. Und seither hat man nie mehr wirklich irgendwie so Angst um seine Zukunft gehabt. Und das, obwohl er in einem AlphaTauri gehockt ist, der so schnell Fahrerwechsel gemacht hat. Also Chapeau an den Yuki. Ja. Ich habe das Gefühl, dem seine Zukunft wird schon noch ein paar Jahre in der Formel 1 sein, zum Glück. Also ich hoffe es, ja. Ja. Ich hoffe es auch. Er passt schon drin, muss man schon sagen, das Ganze. Also von dem her sehe ich ihn schon auch dort drin. Voll, der Zirkus. Ja gut, also ich glaube, wir haben jetzt auch genug lang ein bisschen über Silly Season reingeschnackt. Ich würde mal sagen, wir beenden die heutige Episode vom Unsafe Release hier an dieser Stelle. Der nächste Grand Prix ist dann nachher in Australien und der übernächste ist, glaube ich, Japan oder China. Einer von denen, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, zuerst kommt Japan und nachher China. Jetzt kommen wir zuerst ein bisschen die in Asien, weil ja die Formel 1 endlich mal ein bisschen ökologischer unterwegs ist, was so die Rennstreckenabläufe anbelangt. Ich bin gespannt auf Australien, wie das dort so wird, beziehungsweise Red Bull wird schnell sein. Aber wer wird um P3 auf dem Podest fighten, beziehungsweise in der Fahrerkonstrukteur-Weltmeisterschaft um P3 und Teamkonstrukteur P2. Ja, sorry, es ist einfach spannender als P1, also wir einfach so anerkennen. Aber it is what it is. Und gut, das wär's gewesen mit der heutigen Episode. Wir bedanken uns recht herzlich, wie immer, dass ihr bis dahin zugelassen habt. Und wir wünschen euch schon mal einen schönen Tag, einen guten Morgen, guten Abend, gute Nacht, wie auch immer. Und hören uns wieder in der nächsten Episode vom Unsafe Release.